Ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Weiterbildung. Mein Name ist Nora Schleich. Ich bin heute Programmkoordinatrice am Haus. Und ich bin niemals froh zu sehen, dass wir heute so viel neue Gesichter und auch bekannte Gesichter und auch die üblichen Verdächtigen gesehen. Am Bildungsmonat März probiert der Weiterbildung ab diesem Jahr all Jahr all guten Themen, nicht all guten Themen, viele Themen zum Bereich Bildung, Schule, Lehren, ein bisschen an den Fokus zu stellen. Wir haben nicht umsonst eine gewisse Bildung, weil wir Bildung eigentlich an einem weiten Begriff verstehen und aber auch verstehen wollen, wie Bildung noch kann verstehen, aber wie wir alle zusammen können über die Konzeption von Bildung oder Bildungsidealer schwatzen. An dem Sinn hatten wir den Bildungsmonat März das Jahr abgemacht mit einer Veranstaltung zum Thema Sozialungleichheit an Bildung, etwa eine Diskussionsrunde, die war auch ganz interessant. Die hat auch, die erst nicht als Podcast abgeholt ging. Das Episode, also Schule an der Alternativen, die wir auch abholen und auch als Podcast, für uns zu probieren, einen Weg zu positionieren an der Landschaft an dem Thema Bildung geht. Und DWB ist nicht lang impliziert heute nur, wenn das eine Kooperation mit der Up Foundation, also von der Up Foundation, hi, ja. Moin, merci für kommen, auch für das organisieren, dann auch von der Zeitschrift Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur und auch den ZPB, den Zentrum für politische Bildung, vertreten hier auch durch die Manövre an der Stelle mein Panel auch ganz gerne für. Nach vielleicht auch just zum Abend, wir diskutieren eine gute Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr, da sehen wir, und wenn dir Welt dann eher Ansichten, die da Hut speichern, Kritiken, Frohen oder einfach Reflexionen, die der Welt teilen, sie da wirklich ganz invitiert, dadurch nur zu machen. Wir haben Zeit bis halb neun, das heißt, auch er wird also wichtig bei dem Thema, weil wir wollen nicht just hier etwas erzählen, wir wollen vor allem Thema schaffen. Aber nicht so mir, dann hast du der Luc Weiss, hat angefangen als Enseignant und hast über dem Ministère de l'Éducation gewechselt. Hier war beim IFAN, das ist Formation pour Enseignants, und dann seit 2015 als Direktor beim Skript. Und das Skript hat eine relativ große Responsabilität am Schulsystem, weil da gehen Schulprogramme gemacht. Sie denken über Schulreformen nur, setzen die und evaluieren sie auch. Also sie schaffen mit Experten zusammen für die Öffnung von der Schule weiter nur viel zu bringen. Aber das Skript kümmert sich auch zum Beispiel um PISA-Tester oder Épreuves standardisées und so weiter, also Messungen von den Leistungen von den Schülern. Dann haben wir Manu Voré vom Zentrum für politische Bildung. Sie ist auch Enseignant, aber sie sitzt heute nur als Aktrice vom Projekt Lehren durch Engagement vom ZPB. Und sie wird das heute noch mehr von dem projektorientierten Projekt erzählen. Der Johnny Diederich ist ganz auf der Seite. Er ist am Komitee von der Association Luxembourgeoise pour la Liberté d'Instruction und er Gründungsmember vom Right Centric Education Network. Und er ist Pap von einem Beruf, der lang selbstbestimmt daheim lehren konnte. Der Philippe Demach, den ich ein bisschen verdecken, als Direktor adjoint am Lycée Ermesinde zu mir. Denn Ermesinde hat ein bisschen einen anderen Approach zum Lehren an zur Schule, aber du wennst du auch, oder hast du wennst du ein Lycée-Pilot. Nämlich geht du erst auf Lehrkontexte und auf Orientation gesagt, wie man auch heute nach Werten bestimmt hören. Dem ist sie ganz dankbar, dass wir so ein Panel haben, ganz dankbar, dass wir alle guten Eroberen an auch heute Abend haben. Und dann gebe ich so und fangen wir mit dieser Meta-Reflexion zum Thema Schule. Und am Anfang geht es halt eigentlich um die Lehren. Lehren gehört zur Bildung, Lehren ist wichtig, Lehren ist eine Schlüsselfunktion am Leben von Menschen. Und Lehren findet auch irgendwie immer statt. Wir wollen nicht Leute fried wollen, da sollen sie meistens mal an der Schule. Und die Schule ist auch an der Perzeption von vielen Leuten die Institution, die für die Lehren und für die Bildung zuständig ist. Und damit hier gehen auch ganz viele Erwartungen, aber auch viel Verantwortung. Und noch ein Verein von uns eine Vorstellung davon, was die Schule zu sein hat, weil wir alle haben schon ein paar Jahre verbrücht und mitgekriegt, wie Schule soll sein und wie sie auch vielleicht nicht soll sein. Und dafür also doch so, dass die Schule ziemlich einfach eine Kritik zu stellen ist, mit der aber nicht das, was wir heute prinzipiell machen wollen. Wir wollen heute gucken, was die Schule überhaupt ist, aber was Schule soll sein. Aber wie eine Funktion, aber wie eine Form Schule soll haben, aber wie sie Haut hat. Und natürlich auch wegen Erwartungen, die einfach aus der Form nur nicht erfüllen kann. Dann interessieren uns aber auch eventuell Probleme, die durch gewisse Vorstellungen, Methoden oder Ausrichtungen entstehen, aber was sie mit uns als Gesellschaft zu tun haben. Und natürlich fallen wir darauf, wie immer, keine endgültigen Antworten, aber vielleicht entdecken wir auch schon viele andere Alternativen, die jetzt schon gehen, neue Modelle, die am Auftrag von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, von uns Menschen als Individuen am 21. Jahrhundert auch der Rolle entsprechen können. Und der Schule, die Rolle, die sie kann haben, auch zurückgehen können. Und in dem Sinn fangen wir vielleicht ein bisschen mit Basic an und schon der Panel Schule, was ist das überhaupt?
Du könnt sagen, einfach froh. Okay, da vorne ist einfach weiter. Also, also Schule ist, ich meine, die froh ist, ja, mir war das schon als echt einmal so eine Grundlage, froh, die normalerweise nicht so einfach zu beantworten ist, weil Schule aus sich als ein junges Phänomen. Und ich komme aus der Philosophie und habe mich natürlich wollte immens gut präparieren, ob der nur und habe nur Philosophie der Schule gesicht und nur geht es erstaunlich wenig. Schule gibt es zwar auch am alten Griechenland oder bei der Römer und auch am Mittelalter, aber das war nicht Schule für die Verein, das wäre Schule für auserwählte wenige und noch just zu bestimmten Zwecken. Und Schule so als Allgemeinphänomen, wie mehrere Haut kann, als wirklich eigentlich ein Zustand oder ja, eine Entwicklung von der Moderne. Den 18. Jahrhundert als zwar in flächendeckende Schulunterricht kom an eise Gegende für und allem. Zu Lützeburg gibt es Schulpflicht seit 1848 und wenn in ein bisschen der gesellschaftliche Kontext guckt, wo bei uns, wo eine Notbestand der Schule entstanden ist, war das nur Zeiten von viel Krieg, von viel Unsicherheit, wo die Familien und die Gesellschaft selber, also die Leute gar nicht mehr so viel Zeit hatten, für Kinder zu unterrichten und ihnen etwas beizubringen. Und so ist eben der erste demokratische Prozess entstanden, Kinder an der Schule die wichtigen Fähigkeiten beizubringen, die ihr braucht, für sich eben intersubjektiv, also mit anderen Menschen verständigen zu können. Und sie haben auch ganz schnell festgestellt, dass Unterschiede von den Bildungsstandards von den Kindern, sie wird in Arbeiterkant, den Bauerkant oder den Händlerkant ganz groß waren. Und für die Schule eben dann, also für Bildung flächendeckend möglich zu machen, wird dann für die Verein möglich gemacht. Und zwar als Institutio, wenn ihr am Duden nur guckt, also eine Einrichtung, die oft vom Staat oder von Kirchen oder von großen Unternehmen geschaffen ist, die eine Organisation durchstellt, die der Allgemeinheit Dinge sollte. Die Schule war auch ein demokratischer Prozess, sollte Allgemeinheit Dinge, und zwar als System, den auch einen Zweck der verfolgt wird. Ein System von Regeln und von Normen, wo also sollte eine gewisse Rolle auf Funktion erfüllt gehen. Und vielleicht die mir einfach froh, die irgendwie oft muss beantworten, weil ihr aus dem Bereich könnt, war das dann Troll oder die Funktion von der Schule haut. Also Manu Worre vom ZPB. Ich habe ein Exerzice mit dem Mikro gemacht und das scheint jetzt zu gehen. Also für mich als Troll von der Schule, die Schule hat verschiedene Rollen. Die erste Rolle ist die Sozialisierung von den Jungen, das ist auch eine Rolle von der Integration und das natürlich auch dann eine Rolle von der Wissensvermittlung. Und ich denke, dass das, und du willst in der Jochai nicht nur eine pure Wissensvermittlung, soll sie mir, ich komme da noch mich spät, hat es das so die Rolle, die Schule nach einer anderen Rolle eben, da denke ich, komme ich mich spät drauf. Nämlich, ich denke, mit der Sozialisierung, der Integration, und dann auch der pure Wissensvermittlung. Und das war vielleicht die Rolle von der Schule am 20. Jahrhundert, mehr am 21. Jahrhundert, hat aber eine andere eben, kommen andere eben, ja, Herausforderungen, weißt so. Okay, also sozialen Aspekt, auch politischen Aspekt durch, Anna, wenn er immer den Wissensaspekt, Informationsvermittlungsaspekt. Oder wie gibt ihr das mehr konkretes? Oder eben nicht. Wie gibt ihr das komplettieren mit etwas? Fehlt noch etwas? Ja, ich gebe wenn die Logik aufhängt, wie lange sie überlegen, wir wahrscheinlich ganz viel nach Funktionen wollen dabei setzen, aber ein wichtig, die mir direkt auffällt, und die ist zentral von der Orientation. Und die Orientation nicht am Sinn, wie sie oft leider an der Primärschule verstanden wird, als eine Abteilung an Klassik, General, an Präparatoire, eine Orientation, wo den Ursprung hat, für das jederin irgendwo seinen Platz findet. An erster Linie beruflich, mehr aber vielleicht doch sich ernstes Lehrer dann sich Lebens positionieren, die Orientation vielleicht am hybride sind, aber essentiell meine ich, also zu wissen, mit was will ich später mein Leben verbringen. Herr Weiß, die geht ja bestimmt auch aufgefroren. Nee. Froh war das Schule, als meine ich eng mit der du gefangen hat, die ganz schwer zu beantworten hast, weil es so viele Schulen gehen, wie Menschen gehen, weil die Schule neben dem Fett, dass den Zustand, das interessant wird, ein Zustand ist, eine Kollektiverfahrung ist, also da auch eine individuelle Erfahrung. Und Hitlerin erlebt hat die Schule auch nicht, alle Guten, wo man die Follower am Anfang hören, haben ein anderes Bild am Kopf gehabt von dem, was die Schule ist.
An Hitverein huet wahrscheinlich ein ganz Reihe von Schlüsselmomente, da mat verknappt mi hun die Meeschtleiterbannen gesinnet aus dem Blick. Sie gucken an hier ege Vergangenheitsreck oder sie gucken an den Präsentreck, wo hier von ihrer Kanner mir hun Junker, die selber an der Schule sind, die ihr Bild von der Schule hun den Haut das Bild aus ändert wie der der Mengen Kabas sind nicht nodisch am Alltag in der Schule an aber also ein geahndet wie all den anderen Leute hier an das als das was die froh so schwer mischt und mischt doch die frohen oder Funktion oder Rolle von der Schule so schwer, weil man alle guten anderen Funktionen in der Schule gesehen. Ich als älteren Teil hätte das Schule mehr Kant viel berät, orientiert an das Feld daran, die voller Gefahren aus vielleicht an meiner Welt, an meiner Vorstellung, ob die das Kant muss hier berät gehen. Vielleicht also der Woche das schon, dass die Platz für Kulturtechnik soll vermittelt gehen, lesen, rechnen, schreiben. Medienkompetenz, Fragezeichen als Kulturtechnik, das soll vermittelt gehen, für das man kann fit ist für die Zukunft. Die Jungs so vielleicht, Schule ist die Platz, wo ich mich will verwirklichen, und das muss man bieten, den Ort, wo ich mich kann verwirklichen, wo ich mich als Individuum kann verwirklichen und nicht eben an die Gemeinschaft als eng zu just angegliedert gehen, wo ich auch so wohlgeholt gehen, wo ich eine Stimme kriege, wo ich kann mal diskutieren, wo ich echt geholt gehen. Also eben auch ein Platz, wo ich sich verwirklichen, auch das ist die Funktion von der Schule. Und Schule ist vielleicht, wenn ich den Punkt bringen, der Platz, wo sich entscheidet, ob das Gesellschaft wird, zusammen bleiben oder auseinanderdriften. Und da also, weil ich die Idee präferieren, dass die Gesellschaft zusammenfindet, dass es eine Kohäsion gibt, also der Platz, wo Kanner und Junker zusammen groß gehen, zusammen wurzeln, zusammen Erfahrungen machen, und die müssen so positiv sein, dass sie nur in der Lage sind, auch eine Gesellschaft, eine positive Art und Weise für uns bringen, und auch da, das Zusammenleben weiterfeiern, fördern, sodass wir als Gesellschaft effektiv können, als weiterentwickeln und nicht auseinanderentwickeln. Und das wäre vielleicht die Funktion, die ich da haut am März 25 gebe 4 hier, wenn ich weiß nicht, ob ich oder nächste Woche mache, wenn ich vielleicht über Klimakatastrophen denke, also und schaue aus dem Platz, so müssen Lesungen gefunden für die Probleme, die mir gestern geschaffen und die als Kanner müssen lesen. Also wie gesagt, wir so viel wie wir Leute haben eine Idee, was Schule ist, was hier Funktionen sind, und das möchte dann in die vier aus, und da bin ich dann auch oft gefragt, was das dann eigentlich Schule, was meint ihr dann? Das möchte in die vier aus, dann noch Bildungspolitiken umzusetzen, die all den dorten Ursprüchen und Schule sollen gerecht gehen. Also eine ganze Reihe von Erwartungen, die dann auch erfüllt gehen müssen. Just noch für die zu komplizieren, Joni Diederich, was ist Schule für ihr? Das viel gesagt gehen, ich meine, es auch ein Unterschied zwischen der Funktion, also was am Gesetz zum Beispiel steht, die hast du für den Epanouissement, für Confiance en soi, für Droit de l'homme zu lehren, die zu respektieren, da ganz viele Sachen, wo den Herr Weiß gesagt wird, das was gewünscht ist, und ich meine, das ist aber ein Unterschied zwischen dem, was du gewünscht hast, an der Realität, weil so wie ich dann der Realität als Schüler und noch nur als Remplacer erlebt tun, also bei einem rein Wissensvermittlung, die auch ohne Selbstbestimmung Machtbestimmung vom Kant eben geschieht, und ich meine, die Selbstbestimmung und Machtbestimmung vom Kant, was auch ein Menschenrecht ist, also am Anfang auch eine Funktion von der Schule, die zu fördern und aufzubauen. So. Und ich meine, du hast aber ein großes Problem, weil keiner muss halt das quasi alle Selbstbestimmung da Entres dir aufgehen, an so selbstbestimmte Menschen zu schaffen, als meine ich schwer und paradox. Also ich meine, die Debatte, dass die Haut, man wird noch am den Abend auch weiter feiern. Vielleicht könnte man resümieren, dass man Bildungsziele haben, die sowohl sozial, politisch sind, die aber auch anthropologisch sind, humanistisch sind, die eigentlich darauf erzielen, nicht all kann, sich kann an sich selber so entwickeln, sich so bilden, Staaten für sich selber formen, wie das ein Hanno auch kann, an der Wechselwirkung man Bausen drin. Das sind die humanistischen Bildungsideale, den Humboldt, den Schiller, die kann da vielleicht noch die ganz groß Ideen haben und ein ganz universelles Menschenbild zu vertreten schenken. Und dann merkt man aber, dass es vielleicht nicht so einfach ist, die Ideale an einem System konkret Terrain
verwirklichen zu können. Wir haben gesehen, dass es an der Schule haut nach wie vor, auch schon für viele Jahre, eine große Diskrepanz gibt zu Kindern, die einfach meistern, und Kindern, die wirklich schwer haben, um zu kommen, die vielleicht dann durch Form von der Schule, wo man sollten drüber schwatzen, durch das System fallen, durch Nachfallen und die Bildung, die Chance auf den Ideal nicht können haben. Das ist eine Kritik oder eine Objection, die ganz oft formuliert wird, eben auch hier. Und ich meine, dass man vielleicht könnten mal demantellieren, was das dummer abzuschütten, wo das hier könnt, und auch welche Alternativen ich kann haben für denen idealen Ideen, denen Leitideen, aber können wir nur zu kommen. Wenn ihr das hört, vielleicht Herr Weißner, kurz für ihr zu schwarzen zu kommen, die Kritik, dass die Form von der Schule vielleicht so wie sie aus nicht mehr dem entspricht, was zum Beispiel an der Loi scolaire steht, wo ein Epanouissement, an menschenrechtskonform Bildung, eben das Recht auf Selbstbestimmung erwähnt wird, wie der die Schulprogramme macht und sich auch um das System Schule kümmert, sie geht immer konfrontiert, oder wie geht ihr immer da? Auch da denke ich schwer froh, weil es auch da nicht als Schule nicht schwarz, sondern nicht weiß ist. Ich probiere nicht ausfälschen zu antworten, aber also, es gibt nicht so viel, auch da immens viele verschiedene Schulen. Wir haben eine Liste, wo das Epanouissement vom Einzelnen auch nicht gedurcht ist, wie an einem Lycée Michel Roder in der Stadt, wie an einem Aline Mayrisch, die Schule als Aline Mayrisch, wo es immens viele Möglichkeiten gibt an der Struktur Schule, sein Epanouissement zu finden, seine Inspiration zu finden, aber zum Teil aber auch die Hürde, die Grenze, die beschrieben sind, die dafür sorgen, dass die Schüler Gefühle haben, oder verschiedene Schüler Gefühle haben, sie müssen systemkonform sein und sie müssen sich halten. Und ich erlebe in meinem Alltag Schüler wie den Liam, den hier sitzt, den an der Knell aktiv ist, den seine Stimme ergreift, an seinem Alltag, den an einem echt ein klassische Lycée in der WS, an aber viele Möglichkeiten am System für Mathe zu diskutieren, für sich zu entfallen. Und ich erlebe auch andere Schüler, die sich wirklich effektiv durch das Korsett von Stundenplänen, von Schulprogrammen, von Punkten, wo die Prüfungen muss schreiben, die sich dort ganz angehängt spielen und dann an sich gefehlt und das Schulrecht dann fängt von der Schule, Lehrrecht dann fängt von der Schule rausgehen. Das ist so das Spannungsfeld, an dem wir sind, wo ich kann wirklich Beispiele gehen, wo das spielerisch, die Schüler genannt, Lehren durch das Spiel, der Erfüllung von durch das Spiel, wo das am Mittelpunkt steht. Wir werden auf der Schulfeier noch viel drunter an der Robotikforum, wie viel Kinder gehabt, 80 Klasse gehabt, die bei uns kommen sind, für mit Robotern zu spielen an der First Lego League, weil aber keine Spieler zu exposieren, Ideen, sie programmieren Robotern, sie lesen immer da Aufgaben, die mit der Zukunft des Planeten zu tun haben. Am Ende vom Tag, an der vierten Tag her, den sie jauchzen vor Fried während dem Lehren. Das hat man gerne andauernd an der Schule, hätte man aber nicht immer können an der Schule holen. Und natürlich gehen die Angebote dafür, dass sie Kinder hier Erfüllung finden und wirklich inspiriert sind, auch Kompetenzen lernen. Es gehen auch die Momente, wo ich natürlich muss richtig sich anstrengen, was auch eine Erfüllung kann bringen. Und es gehen natürlich Momente, wir probieren die bisschen man stärker an den Vordergrund kommen zu losen, wo einfach ein frontaler Moment ist von einer Wissensvermittlung, die früher viel mehr stark präsent war, wie sie heute präsent ist, und aber die immer noch präsent ist. Aber ich will einfach so das Schulsystem, den ich repräsentiere, ist nicht just den einen, das ist den dote Schulsystem, das Schulsystem an einer IMAP zu Mondorf, wo an ganz offenen Kontexten gelehrt wird, auch ganz selbstbestimmt gelehrt wird. Es sind die Schulen, die ganz konkret lehren, sich auf die Hände schreiben. Es sind die Schulen, die noch mehr klassisch gehen, für Finanzierung für uns bringen. Und Philipp hat gesagt, die Schule muss orientieren, und da ist noch vielleicht auch noch ein riesen Defi an diesem System. Wie kriegen wir Kinder und dann die Jungen, respektive die Älteren anderem am Hintergrund so orientiert, dass sie verhindert kann, die passende Schulform finden. Weil die Angebote sind vielfältiger sind da. Mit das effektiv nicht immer, das ist nicht evident, die Platz zu finden, wo man kann am besten abgerufen ist.
Vielleicht für euch nicht den ersten Richt, Philipp Dömer, der Lycée Ermesinde als Lycée-Pilot, hat probiert, verschiedene Sachen anders zu machen. Aber wenn ich etwas anders machen will, muss ich ja im Ausgangszustand etwas identifizieren, was einem nicht so gut gefällt. Das vielleicht an der Regelschule von früher, wo es effektiv viel fragmentiert Fächer gab. Es war zeiteffizient geschafft, also mit Leistungsnachweisen geschafft, mit Noten, vielleicht auch noch mit Strophen. Können da vielleicht so wegen Punkten Ausschlag geben für die Lycée Ermesinde waren, für es nicht mehr so zu machen und darüber irgendwie vielleicht verbessernd oder detonierend zu antworten. Ich war leider nicht von Anfang an dabei beim Lycée Ermesinde, aber ich kann aber die Geschichte an Schule Chance irgendwie mal weiter zu gestalten. Mit Kritik aus Englisch dieselbe blieben sind dem Anfang, wo schon relativ frei Leute sich zusammen gesagt haben, für eine Alternative zu sichern. An eigentlich die Grundkritik eine Kritik unter Gleichbehandlung von den Schülern. Dass es zunächst unfair ist, für alle Schüler gleich zu behandeln. Alle Schüler kriegen dieselbe Zensur, mit den selben Fächer drauf, muss über dieselbe Last sprangen, unabhängig von dem, was sein Profil hier gibt oder was hier später denken will, aus seinem Leben erreichen. Das System hat auch den großen Nachteil, dass ein blöderweise ganz viel muss und eine Sache schaffen, die er nicht gerne hat. Und das ist schon mal ein großes Problem, weil Orientation muss ja eigentlich sein, ich verbringe ganz viel Zeit mit den Sachen, die mir um Herz leiden. Das von Stelle ein bisschen karikaturisieren, die sind schlecht an der Mathe, da sieht mein Baum, meine Mama, mein Papa, du musst aber unter Mathe schaffen, und dann kriegst du Mathe nur, wann geht aber noch nicht besser, weil du kriegst noch mehr Nickel von der Mathe und du wirst aber nicht auf eine Sektion B Mathe gehen und du hast viel Zeit verloren, auf verplampert mit Mathe, die du besser und investiert hast, wo du dir selber an den anderen Kurs an long terme mehr gebraucht hast. Vielleicht können wir ganz kurz auf den Paradox zur Schweiz kommen, wieso wird wie hat er gesagt, ungerecht aus oder unfair aus, wie gleich zu behandeln, weil das klingt hier mal intuitiv für dich ganz komisch. Und ich kriegt ja auch immer gesagt, dass all Kant muss dynamische Chance kriegen für einen erfolgreichen Bildungserwerb an RNA oder auch du. Wieso ist das die Paradox? Wieso hast du ein Problem, ein Widerspruch in sich, den wir jahrelang weiter transportieren? Ja, wie auch schon gesagt, gesehen, dass es so viele Schule wie Menschen, ein bisschen alle Menschen sind nicht das. Ich meine, den Einstein hat doch gesagt, alle Menschen sind Genie, quasi ein bisschen eben an Schule können, aber wenn du Fisch probierst zu lehren, einen Baum abzuklammen, das geht schief so. Und so hast du eben, so hast du ganz viele verschiedene Menschen, wie den Herrn Dömer gesagt hat, den zum Beispiel muss man so eine super Dancer ist, an dem muss Stunden nach Stunden durch jemand Mathe verbringen, das hilft keinem so, auch wenn ihn dann ja nur zählen kann, also überhaupt ist das, wo ich von einem Computer bei sich wird, das mal nicht mehr benutzt, aber natürlich, alle Menschen will, kann ja nur zählen, mehr muss nicht unbedingt Regeln de Trian, de Pythagoras kennen. Und auch darum könnte meiner Meinung nach Selbstbestimmung und Mitbestimmung ein Spiel, weil, wie gesagt, also erstens einmal ein Menschenrecht, das ist am Anfang misst, das respektiert gehen. Und wenn ihn das respektiert, dann ist es automatisch, dann wechselt die Bildungslandschaft automatisch. Und dann natürlich müssen wir auch Institutionen schaffen, wo das möglich ist. Und nicht Institutionen, wo lehren wir Mathe, das interessiert mich aber nicht. Und dann, wenn eine halbe Stunde interessiert mich vielleicht da war, und dann 10 Minuten nur darauf schaltet, dann machen wir aber nur Französisch und so weiter. Und geht aber nie am Anfang das gemacht, oder ganz selten, für ganz wenig kann er das gemacht, wo die jungen Menschen gerne machen. Und das auch gewusst, dass wenn selbst lehrst, was dich interessiert, dann lehrst du das. Wenn selbst du musst lehren, was dich nicht interessiert, da vergisst es. Also gehen immens viel sinnlose Stunden an der Institution Schule, wie man so hat, das so verbrüht. Und ich meine, du werdest zu anderen, und ich meine, der probiert das schon, aber ein ganz kleiner Kader.
an Achtschleiter oder so, wo du Roboter Sachen machen an Klassen an der Frau sind. Also auch schön, ich meine, das entspricht aber nicht dem Gros von dem, was geschieht. Also dann just eine kleine Rekapitulation. Ihr könnt irgendwo anders hier, ihr habt andere Interesse, Passionen, Talente. Das ist ein System, wo verschiedene Talente oder verschiedene Themengebiete mehr an den Vorgrund gestellt gehen und noch verschiedene Art und Weise für die Fähigkeiten auszubilden, ob eine Methode oder ob wenig Methoden eben bewährt gehen oder gefördert aber bewährt gehen. Und das ist auch so, dass vielleicht der Art und Weise, wie schon gemacht wird, formal, nicht mal nur entwicklungspsychologischen oder bildungspsychologischen Studienergebnisse über den nächsten, eben die Kurzzeitandelung, Doppelblicke von den Forschern oder weiter. Aber so einfach formal, ja, die nicht mit dem über den nächsten Stimme, was in Lehren, was du selbstbestimmt oder in Lehrer, was intrinsisch Motivation dafür bringt, unterstützen. Also, just bei Majolo reflexiv auch in der Wesen, wo könnt ihr hier, aber wieso ist es aber oft an großen Teilen meistens noch immer so? Sind du vielleicht Vorstellungen gewirrscht, wieso es müsste eine Zeit so sein, die aber heute 2025 oder auch schon für nicht mehr Bestand können haben? Es gibt aber so ich meine schon, dass es ein Care-Curriculum gibt, den für jeden soll selbst sein, wo man als Gesellschaft dort Verpflichtung haben, zu probieren, Hitverein zu kreieren. Hitverein soll lesen können. Ich meine Meinung noch, als Lesen die wichtigste Kompetenz am 21. Jahrhundert. Das sind anders Lesen wie für 30 Jahre Wirtschaftsschulgang, wie für 50 Jahre, für 60 Jahre. Das Lesen von kurzen Texten, von ganz kurzen Texten, das Lesen von Bildern, das Lesen von bewegten Bildern, mit einer Kombination mit Texten, die bold sind oder nicht bold sind, wo ich gesagt habe, ich kann nur reich gehen, wenn ich schaut, einen Influencer null ausstrahlen und so weiter. Das mit Lesen als die Kompetenz, die braucht ich verreden. Rechnen als eng von denen rechnen können als eine von den wichtigsten Kompetenzen, die man nicht durch den Computer aufgeholt werden können, weil man, wenn man Kooperationen nicht am Kopf können machen, durch den Computer wird raggelöscht gehen. Ich habe mir nur nicht Kolleginnen von der CSSF gehabt, einfach eine Eis gesagt, Vision Eis. Die geht auch gefilmt. Ich weiß. Okay. Die haben über Education finanziell gesprochen, wo sie so, wir deplorieren, dass als Kanner nicht an der Lage sind, Zinsen zu rechnen, als Junker nicht an der Lage sind, Zinsen zu rechnen, dass sie nicht an der Lage sind, zu verstehen, was Inflation bedeutet, dass sie nicht verstehen, Buy Now, Pay Later, dass das bedeutet, dass sie irgendwann muss bezahlen müssen, dass sie nicht können rechnen, wenn sie Budget haben, wenn sie 100 Euro haben, dass sie keine 120 können ausgehen. An der Idee, ich kann ja nur Remenker da Info. Das sind aber auch, du hast auch eine Basis. Dann hat man gerne, dass einfach Hitverein eine Basis hat, dass Hitverein kann schwammen. Das Hitverein an der Lage ist, 15 Meter an einem Bassin zu schwammen, ohne hinter zu gehen. Das ist wichtig. Dann hat man gerne, dass Hitverein an der Lage ist, an der Situation, können nicht so, wenn nur geschwärzt wird von einem Mann oder einer Frau, die etwas Basis will, klein kann. Man hätte gerne, dass sie können nicht so, dass sie, ob ihr Bauchgefühl, das verstehen, dass ihr Bauchgefühl du hast, ob das lauschen können. Und nur kann ich das Curriculum, du kannst weiter bauen, und das ist aber eine Menge stehen, für alle Guten muss garantiert gehen. Und du hast, wie der Kollege Ermesinde sagt, du hast nicht immer alles nur flott. Und du hast nicht immer alles nur ludisch, spielerisch. Es gehen aber viel ludisch, spielerische Manieren für die Sachen da umzugehen. Und du weiß ich, dass man anekdotisch bei Plätze fanden, wo ein Enseignant nicht so möchte oder schlecht möchte oder ein Enseignant. Aber wir werden noch viele Plätze finden, wo das richtig gut gelingt, wo ein Spieler weiß, kann ein Junker ruhigefeuert gehen an eben den Experimentierraum kreieren. Mehr gesellschaftlich zu organisieren, das ist ganz schwer an eng von den Sachen, die so schwer sind, also eben effektiv für 105.000 Schüler mit zu hören, mit 150 Kanner, die daheim enseigniert gehen. Das ist effektiv eine kleine Gruppe von Leuten, die das können, die Kompetenzen und die Möglichkeiten haben. Das ist auch ein Teil von unserem Schulsystem. Das Schulsystem erlaubt es, es gibt auch Möglichkeiten, es gibt auch unterstützt doch. Es sind noch 105.000 Schüler, die an einer organisierten Bildung müssen stattfinden, wo 13.000 Senioren sich müssen darum kümmern, wo dann eben die unterschiedlichen Schulen gibt, die Schüler begleiten, wo da gehen an. Das dann einfach den Defi als anekdotischen rauskommen. Einerseits die Enseignant, den Enseignant, dem ich geprägt habe, am Negativen,
an die Enseignanten, die mich geprägt haben, positiven, die mich inspiriert tun, und vielleicht die anderen, die mich desinspiriert tun. Die Engel und der Mann gebe ich ja andere am besten Fall. Im Idealfall, ja. Vielleicht ja, genau, gerne Manu, sorry. Mir kann ich ja denken, ich auch, da war Uschwätze, wenn da so, ja, der Toten, das muss nach gemalt gehen, und der Toten, und da muss auch nach Toten erkennen, für dann nur eben noch aus dem Lycée rauszugehen, dass dann sich das so unhäuft und dass man nur eben dann die Programme haben, die immens voll sind halt zu Lützeburg, und dass ihn als Enseignant sich dann trotzdem extrem unter Druck spielt, und seht, hey, ich muss mein Programm machen, und dass ihn dann von keine Zeit hat, dass ihn just die pure Wissensvermittlung möchte und nicht eben sich die Zeit hält, für dass die Schüler sich das auch anders das können uneignen. Und ich denke, das ist aber vielleicht auch ein großes Problem hier im Land, dass das oft eben an den Frontalunterricht eben ja, hingeht eben, ne? Das ist das, was ich denke, die Schule ist ja aber flott, die Schule ist wichtig, und die möchte jung, die lehren ja auch gerne. Und das ist die Frage, die ich kann stellen, wie weit geht es nach heute das aber so viel Frontalunterricht? Und ich meine, eine einfache Erklärung davon ist, weil als Programme so voll sind, dass ein Enseignant hast du keine andere ja, das sind sie keine andere Idee von, das sind so, ich muss da so aufrattern, und das vielleicht eine Idee wäre eben, dass ein Programm ein bisschen mehr ja, erleichtert, und dass sie noch vielleicht nicht mehr so viel Fächer auch viel gesagt am Lycée nach Schüler, die 16 oder 17 Jahre sind, die nach so viel Fächer müssen machen, obwohl sie vielleicht schon hier Spezialisierung gewählt tun. Ja, also ich bin auch kein Fan von Quantität an zu viel an so. Was ich aber dabei auch will so, dass man also mir nicht am Lycée am Sinn, weil wir nach anderen Alternativen intern an unserer Schule angebaut haben, aber sonst geht aber just immer mit den selbsten Baustein geschafft, und das sind Leçons. Das ist die einzige Einheit, mit der ein Arbeit von Schülern, Arbeit von Erwachsenen kann müssen an der Education nationale. Und das gesehen ich als größtes Problem, dass man kein unterschiedliche Bausteine haben, keine unterschiedliche Leute, die an den Schulen intervenieren. Wir haben einfach eine extreme Monokultur von Bausteinen und von Menschen, die die Bausteine bedingen. Und das fand ich ein großes Problem. Will Narin reagieren? Ja. Auch dazu zum Beispiel auch, dass Kanner an Klasse sind mit Gleichaltrigen, das meistens eben noch ungewählt, also die müssen da hingehen, sie wählen nicht die Leute, mit denen sie da sind, und da ist auch kein entwicklungspsychologisch gesehen nicht unbedingt ein gesundes Lehrumfeld. Viel kann er lehren, zum Beispiel echt von älteren Kanner, also wie von Erwachsenen oder überhaupt von anderen jungen Menschen. Und noch da, dass das nicht ging, da wird nicht viel nur geguckt. Das gesehen ich auch so, dass man davon profitieren, dass kann unterschiedlich sehen, dass sie unterschiedliche Stadien haben, zu dem, wo sie dann noch unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Leute sind. Ich meine schon, dass sie dann an der Grundschule zum Beispiel wichtig, dass das kann zusammen sind, dass sie nicht immer denen kann zusammen sind, die sie oder ihr älteren Umfeld gewählt und der das sagen, aber ich gesehen aber dort Chance von dem, was dann 2013 gemacht ist, für nämlich die Nonformalbildung mit der formalen Bildung zusammenzulegen, was für noch nicht der Fall war, für den aus von unterschiedlichen Ministerien geriert gehen. Seit 12 Jahren geht das ein riesen Defi für die Brücken dort zu bauen, für die Lernen zu feststellen zwischen der nonformaler und der formaler Bildung, vielleicht sogar die informelle Bildung mal dran zu wollen, für das zu einem Ganzen, weil für kann, da ist es ja ganz. Und da geht es dann aber interessant, wenn ich gucke, was wir da heute tun. Wir haben an der Grundschule effektiv das Lehren an den Gefäßen da an der Grundschule offen, also dass es aber Männer Intervenants sind, dafür die Gefäße ein bisschen mehr flexibel gehandhabt gehen wie am Lycée drunter. Und aber gehen eben die Gefäße von den Lösungen. Es gibt einen Enseignant, den mit einem normalerweise eine relativ homogenen Altersgruppe zu beschaffen, immer von der Leistung her, von den Besuchern hier. Und da kommen sie aber in die nonformale Welt, weil dann bei 80% von den Kanadiern die Maison Relais, wo sie dann einfach unterschiedlich Altersgruppen auf unterschiedliche Kanner treffen, unterschiedliche Kulturen treffen, und einfach einen ganz zusätzlichen Austausch dabei können, was enorm wertvoll ist. Und wenn ihr guckt in den nonformalen Rahmenplan, geht eine Renke ja
richtig, ob es du dabei, was Schule bit, respektive Schule gibt es dabei, weil den nonformalen Rahmenlehrplan bit, weil die für du gesagt hast, Lehrer, den denken immer an Schule, wenn der Lehrer geht. Ich meine, dass sie am Anfang, wenn die viel mehr Lehrer außerhalb von der Schule, für an der Schule, für die Lehrer, oder ganz viel von dem, was die Lehrer lernen, außerhalb von der Schule. Und da gibt es noch den informellen Raum, wo ich auch an der Pandemie aus der zurückgegangen bin, wo man kann, muss nicht kriegen. Für das sind Vereine gehen, das sind Scouts gehen, das sind sie Musik machen, das sind sie all die Offenen abholen, wo sie dann effektiv auch mit anderen älteren Generationen in Kontakt kommen. Ich denke, wir haben ein Projekt gestartet, auch das anekdotisch ganz klein, an 2 Schulen, wo wir Leute zusammenbringen mit Jungen, mit Kindern, wo die einen den anderen 4 lesen und dann die anderen den einen 4 lesen, an der nonformalen Bildung und auch an der Schule. Das, genau das ist schon wichtig, den Austausch zwischen Kindern unterschiedlichen Alter, aber auch über Generationen in der Welt. Die Zusammenführung von formaler und nonformaler Bildung ist eigentlich eine riesige Chance. Wir sind noch nicht am Ende gekommen, da gibt es viel drin zu schaffen, auch an den Mentalitäten, mit der das sind große Mengen, viel nur ein großer Qualitätssprung gewesen, den wir zusätzlich gemacht haben. Also just für euch vielleicht unterstützen, kurz zur Seite zu kommen, das ist nicht die Idee, also wir haben nicht die Idee für das Schulsystem zu kritisieren am negativen Sinn, vielleicht echt da kritisieren am Sinn vom Wort, nämlich beurteilen, analysieren, was können wir freilegen, wo wir können Momente identifizieren, die Lehrer wird vielleicht mehr einfach, mehr flott, mehr natürlich, wir geben echt da behindern, aber wie wir das können, vielleicht da irgendwie ja, rausholen an einen besseren Umgang damit stattfinden lassen. Und an dem Sinn interessiert mich eigentlich froh brennend an die Frage, und nicht all eigentlich gestaltet, wie gehen dann Bildungsstandards oder Kompetenzen, die muss bekannt gehen oder Sozialwerte oder was auch immer, wie geht das festgelöst, was eine Schule muss als Bildungsziel her nur erreicht tun. Sie wird nur wegen Fächer, wegen Kompetenzen. Wie ist das zum Beispiel am Lycée Ermesinde? Ist das duanisch oder muss die ich auch ein Programm haben, falls ja, wen dezidiert, also den Skript möchte, mit welche dezidiert, ist das ein demokratischer Prozess, also weiter. Ich fand, dass die Funktionalität immens interessant vielleicht auch noch was für dem Problem ein bisschen mehr zu kommen. Ja, ich kann vielleicht kurz erzählen, wie man die Orientation von der Sprache formalisiert tun. Da vielleicht anhand von den Zensuren, die wir haben. Und zwar steht da oben, was der Schüler will später gehen, was sein Projekt ist. An innen hält dann die Pädagogik ein Feedback auf das Projekt. Ist das total realistisch oder du musst noch besser gehen am Kache, weil du willst Kach gehen oder an der Mathe, weil du willst Ingenieur gehen oder du ist besser, du siehst selbst Ernstes, weil du bist aber da um Holzweh. Und dazwischen gehen eben die verschiedenen Bereiche abgelöst, an denen die Schüler geschafft hat. Da das an den hausinternen Entreprisen, wo die Schüler viel Zeit verbringen, an einer Produktion mal schaffen, da das den Travail personell, ein persönlicher Arbeit, die um Herzen leidet, die soll verbunden sein mit dem Projekt, an welchen Fächer die Schüler sich besonders für getan hat, wo ein besonderes Potenzial hat. Das heißt, das ist eigentlich bis dahin just eine positive Appreciation von den Sachen, die die Schüler gut möchte. Just en Funktion von dem Ziel, die hier sich setzt, kriegen dann ein Feedback, ob pass auf, du musst vielleicht aber noch durch schaffen, weil wir sind der Meinung, dass der Toten aber Kind schwierig Kind für den DTW à long terme oder sogar court terme zu trippeln. Sodass man die Ziele, die Objektiven, die eigentlich ein bisschen dekonstruiert tun, für einfach ob den Basis zurückzukommen, der für die Schüler wichtig ist, an den Feedback, den er braucht, für sein Projekt eben zu realisieren. Richtig zu stellen. Es gibt nicht, was Programme sind, überhaupt nicht, was Programme sind, aus Gründen unserer gesetzlichen Attributionen. Wir begleiten aber die sollen Programme festlegen. Das sind Sekundärprogrammkommissionen am Fundamental, über den Minister, also über den Minister, gehen die Programme ausgehandelt. Wir sind am Gang mit einer großen Reform vom Plan d'études, sind da 4 Jahre.
wo man die drei oder verbrucht tun, Leute zu frohen, wer Tiere nur am 21. Jahrhundert an der Grundschule muss gelegt gehen. Wir haben, das ist schwer, also ein bisschen wie Hai, so mir probiert, viel so Situationen zu schaffen, wo man konnte kurz erklären, was man will machen und dann viel Zeit zu gehen, viel zu lauschen, was das Leute so, man hat Enseignant geschwärzt, man hat Edukateur geschwärzt, man hat Eltern geschwärzt, man hat eine Schüler geschwärzt, man hat am Anfang mit ganz viele Gruppen geschwärzt, was aus für ihr Schulhaut, was muss sie lesen. Wir haben auch mit 450 Kanner an Grundschule geschwärzt, wo man auch probiert haben zu lauschen, auch ehrlich, mit einem ehrlichen Approach zu lauschen, was sie gut an der Schule von der Wiese Haut aus, aber was sie geben nicht machen oder was sie genauso weitermachen. Aber aus denen ganz vielen Stimmen, Ideen, haben wir probiert, einen Konsens probiert zu entwickeln, was wir tun, also Hierarchie 4 gelöst tun, die das dann auch matt geholt haben an einer Chamber, das hat diskutiert ging, dass an den letzten Wahlen auch eine Diskussion gewesen kommt an der Regierungsprogramm dran, an der Regierungsprogramm gesagt, so, aufgrund von der Do-Basis hat man gerne, dass das Skript zusammen mit dem Terrain den neuen Plan der Tüte ausschafft. Und da sind wir da am Gang, das zu schaffen. Auch wenn es so mir ist, das sind 30 Leute, die aus Schule kommen, die also Schule haben und die eine Zeit von ihrer Tasche kriegen, für bei uns über Programme nachzudenken. Und das wird als gesellschaftlichen Auftrag, also was wir das kriegen, an die Deskripteuren ran zu gießen, sodass es dann darunter operationalisierbar wird. Das heißt, dass wir können aufgrund von der Basis können Schulmaterialien machen, Bücher machen, Projekte machen, Offre machen. Auf der anderen Seite aber auch den Enseignant Guidance kriegt, wie seine Schule soll organisieren, seinen Unterricht auch noch wie kann evaluieren. Das sind langwierige Prozesse, die immer natürlich müssen ausgehandelt gehen. Das bei Schule hat nicht oft gehabt, dass sie so eine Open Konsultation hört. Mit das aber lange Stadt man nämlich kommen. Wir müssen halt mit all den Partnern zusammen schaffen, weil wenn wir so, wir müssen ernst punkten, also ein riesen Defi an diesem System, den die ganz viel kann er nicht matt hält, nicht ausschwätzt, nicht dafür sorgt, dass sie besser gehen, aber eben dafür sorgt, dass sie minimal schaffen. Das sehen wir ganz gekümmert nachweisen. Auf der anderen Seite, wenn wir Schüler und Eltern und Enseignants vorhin sind eine überwältigende Mehrheit, als dafür, dass sie punkten sollen da sind. Wenn man die Fragmentierung, die effektiv damals von der Grünwerf, wie war der neue Liste entstanden ist, den du in der Sinne gehen hast, dann ist das, wenn man halt froh und umfroh machen bei den Schülern, bei den Älteren, da sind sie dann, das einfach als eine von den Formen erlebt, an denen sie sich können Schule vorstellen. Sodass das auch immer aber Gesellschaft muss gemacht werden. Und dafür ist es so wichtig, ein Pilot, der gut wird gesagt, Pilot-Lisse, so in die 4 Flit, in denen als Beispiel gibt, von dem auch schon viel gelernt tun. Für den Trappe, den Travail-Personal, das Projektpersonal, geht es auch am System von der mit traditioneller Lützeburger Schule als Trappe. Es gibt Entreprisen mittlerweile in Form von den Edu-Startupen, wo andere Schulen den Job de machen, Entreprisen interne zu gründen, weil das funktioniert, weil ihnen dazu auch bei mir Sinde gesagt. Die Organisation an andere Gefäße, ich meine, die 90-Minuten-Gefäße oder 100-Minuten-Gefäße, die da echt favorisiert, die aber auch mal abgebracht gehen. Es gibt doch viele Schulen, die sich auf der Weg machen, so, wir wollen am Anfang nicht alle 50 Minuten wechseln und da musst du 100% Latein denken, weil der Lateinsprof gerade da ist und für den das das Wichtigste in der Welt, und dann den Englischprof und dann den Mathesprof und dann den Biosprof und so weiter. Um anderen kann das immer im Hand runter probiert, wenn wir viele Junge schaffen, aber auch noch immer viele Enseignants, wenn sie jung sind, wollen dem das gerecht machen, dann laufen dann die Hand runter und da sind so Ideen, die am neuen Lycée, am Pilotlycée, am sind Geburt gesehen, weiter durchgesehen, schwappen auch rüber. Das nicht Schule verreden, weil nicht verreden an den dort die Schule gehen. Mit das eine Schule, die uns inspiriert, an die auf vielen anderen Plätzen auch einfach Spuren an alles und das meine ich auch, den Merit, den der Sinde hat auch hat. Manu, dir wollte noch antworten? Ja,
Ja, also nicht Antworten, mir einfach für zurückzukommen eben auf Kompetenzen. Du hast ein Zentrum für politische Bildung, mir ja auch einen Bildungsauftrag. Den hast du auch nicht, dass das obligatorisch ist. Wir schaffen nicht den Selbstkompetenzen, nicht die soziale Kompetenzen, nicht den Demokratiekompetenzen. Und wir denken kurz, so wird es immer ein bisschen abstrakt, du Demokratiekompetenzen, aber das kann ich auch nicht teilen. Wir schaffen nur ein Modell vom Kompetenzmodell vom Conseil de l'Europe, wo man uns sich wissen, an kritisch denken haben, und dann haben wir auch Handeln, was ganz wichtig ist, und zum Beispiel Selbstwirksamkeit, dass du ein Handeln und auch die Perspektive ist und die Empathie, aber auch, dass ich kann zusammen dialogieren und Konflikte lösen und dann auch eine Demokratiekompetenz in anderen Teilen, nicht eben dem Wissen und auch nicht dem Handeln, als Werte an Ausstellungen, die sind genauso wichtig, dass wie Toleranz und Responsabilität können überholen. Das würde ich so eben, dass so Kompetenzen auch wichtig sind. Und ich weiß noch von sogenannten Transformationskompetenzen, das heißt, da sind die Jugendlichen, ich weiß von den Jugendlichen, weil ich eben noch am Lycée sind, befähigt, sich unter Gesellschaft zu beteiligen, dass sie können mitgestalten. Und das sind eben dann eben noch so Lernsettings, die müssten abgebaut gehen oder sollten abgebaut gehen am Kader von der Schule, für das die Jungen eben durch und Möglichkeit kriegen an all die Jungen, nicht nur die ganz motiviert sind, und du willst doch eben an der Schulstunde stattfinden, für eben schon so Erfahrungen frei zu machen. Ja, das sind so riesengroße Konzepte und Ideale. Und ich frage sich dann aber, wie soll denn die Aufgabe stammen, für das an einer Schule lebbar zu machen? Die hat du beim ZPB schon Lehren durch Engagement an die Leben gerufen, ein Projekt, das probiert, verschiedene von denen große Werte, wo wir alle d'accord sind, gemeinschaftlich drohend sind, mehr an die Schule zu bringen. Und dann mit den Enseignants, mit den Schülern. Könnt ihr vielleicht kurz erzählen, wie ihr das probiert umzusetzen? Ja, sprechen das, aber auch für sich so, das wird ich nur erklären, den Skript, dem ich das auch, das auch noch diese arme Sinde, dem ich das eben just, dass den ZPB eben auch an sein Opfer geholt hat, weil er eben ein Baustein von der Demokratiepädagogik ist, Lehren durch Engagement, also sich eben eine Methode, wie ich kann wissen, mit einem Engagement an der Gesellschaft kann verbannen. Ich gebe dir einfach ein Beispiel. Wir hatten halt schon dass das kann er und sich an der Schule lehren, zum Beispiel in einem Informatikskurs eben Informatik lehren, an sie gehen bei ELA Leute, an sie helfen denen eben irgendwie mal denken, informatische Programm. Wir haben auch viel mehr komplex eben noch Beispiele. Das ist auch so, dass die Methode kann und sich dann an der Primärschule, an dem Lycée und auch schon auf den Unien international durchgeführt wird. Es geht aber gesagt, und dazu denke ich ganz sehr, dass es verschiedene Kriterien, Qualitätskriterien eben noch durchstehen. Das heißt, dass sie soll probieren, dass was da gemacht wird, dass sie auf realen Bedarf antwortet. Das heißt, dass sie ein Projekt und sich lanciert, wo etwas gemacht wird, was gebraucht wird. Da soll noch so, dass sie soll probieren, ein Curriculum zu bauen, was nicht unbedingt muss immer der Fall sein, das ist aber absolut möglich. Da soll ich probieren, dass es partizipativ ist, das heißt, dass die Schüler können eben mitbestimmen. Das hängt natürlich immer vom Alter ab oder wie die Schüler eben noch sind. Dann im nächsten Kriterium ist die Reflexion, davon haben wir noch nicht geschwärzt an dem Ganzen, eben, weil eben, die Reflexion auch in der Demokratiepädagogik als ganz besonders wichtig geholt wird. Eine Aktion, wo die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie gemacht haben, weil das aus und sich lehren. Und dann also die Konzept von der offenen Schule, das heißt, soll immer mit einem externen Partner zusammen schaffen. Das sind nur Möglichkeiten, die es da gehen. Eben, dass Schüler aus dem Mikrokosmos Schule rauskommen und sich aufmachen für die Gesellschaft, mit einem zusammenschaffen mit der Gemeinde, mit einer SPL oder irgendeinem anderen. Und zu guter Letzt dann noch nach eben so einem Aufschluss, wann Schüler eben so geschafft haben, dass sie dann noch zum Schluss valorisiert gehen. Also das ist ein kurz Lehren durch Engagement beschrieben. Wir werden nur vielleicht noch darüber zurückkommen. Auf alle Fall sollte man das. Wir just noch kurz froh, Johnny Liederich, die hat von Kompetenzen, von das, was soll an einem Unterricht erreicht gehen. Die hat einen Jungen,
ich will lo nicht so du hem ënnerriecht, weil dat waret ja nicht. Die hat ihrem Jungen Gelegenheit gehen außerhalb von einem schulischen Kontext selber sich zu bilden. Ich meine, wenn du korrigiert mich vielleicht, wenn ich mich irren, dass es auch so aus, dass man den Homeschooling dann möchte oder wenn du daheim kannst sich bilden lässt oder Bild, dann muss aber auch nachweisen, dass Kant dann und dann verschiedene Fähigkeiten hat. Ist das so? Oder wie habt ihr dann probiert, Kompetenzen zu sichern, für das Kant sich nur der Regel von der Kunst auch bilden kann? Ja, das ist ein großes Vor. Also, biselo war eben Homeschooling an diesem Fall, als das ich da eben selbstbestimmt lehren, wo ich da mit Begriffen wie Unschooling oder so beschrieben gehen. Das hat immer eine ziemlich kleine Rolle gespielt. So, das hat recht die Jahre immens zugeholt. Ich meine, für 10 Jahre waren vielleicht 10, 20 Kanäle, sind 350. Und mein Bruder war mittlerweile 17. Das heißt, das war schon ziemlich frei, wo ihn das gemacht hat. Und Gesetz ist immens vag. Gesetz sieht am Anfang just Kompetenzen aus dem Schulplan sollen visiert gehen. Visiert, das ist ein ganz, ganz dehnbarer Begriff. Und wir haben eben, an diesem Fall sind wir eben einfach eins gehen mit dem Inspektorat damals und die Direktorin, weil die einfach gesehen, dem Jungen geht es gut, der Junge ist intelligent, lehrt viele Sachen. Zum Beispiel wollte mein Beruf kein Französisch lehren, so, und du war dann ein bisschen ein Clash. Und ich konnte aber schon Englisch mit 10 Jahren. So. Und du mehr gemeint, du mehr gefreut, ob der Kind Englisch am Platz Französisch machen, so, weil wir ihn zwingen, Französisch zu lernen, dann wollen wir ihm just los und der Spruch, und er lehrt sie nicht. Englisch wird ihn innerhalb von 2 Monaten gelehrt, ohne dass wir irgendwann, als du gesagt hast, für Englisch zu lehren, und wir will dadurch so weitermachen. Und du hast dann aber quasi gezwungen, Französisch zu lehren, bis er sich geweigert hat. Und du hast das dann akzeptiert, aber eben. Just vielleicht für, dass man, wenn wir sind nicht all angeweiht, wie das funktionieren kann, wenn der so der Junge Englisch gelehrt oder der Junge kann zählen, schreiben und lesen. Wie ist das physisch gegangen, ohne Unterricht zu haben? Ich meine, der Mensch ist ein Mensch, will lehren, lehrt die ganze Zeit. Und der Mensch ist von den Lebewesen, die auf die Welt kommen, die meiste Kompetenzen hat. Einer deren, die können evaluieren. Ein Baby, die kann auch quasi gar nicht. Mit der Lehre, die immens schnell, immens viel, ohne dass ein lehrt, so, lehrt schwätzen, gehen, weil die immens komplex Sachen sind. So. Und der Mensch will lehren. Ein Mensch muss nicht gezwungen gehen zu lehren, zu schreiben, zu lesen, zu rechnen. Das gehört zum Alltag dazu. Irgendwann will all junge Mensch wissen, was dann da steht oder wissen, was dann heißt. Und so ist das eben bei meinem Jungen geschieht. Er hat eben einfach die Chance, inzwischen zu sehen, wo eine Frage konnte stellen und die auch beantwortet wird. Und das tun automatisch kein Irgendwann wird mich gefragt, war das ein 1 und ein 0 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 und ein 0. Und ich selber müssen nur gucken, weil ich just bis 1 Milliard konnte. Aber das hat dann interessiert, da habe ich gesagt, 1 Million plus 1 Million sind das 2 Millionen, das waren mal 3 Jahre. So. Und dann hat er gesagt, ein Briefblatt, nach ein Briefblatt sind das 2 Briefblatt. Und so ist das weitergegangen, so dass er mit 5 Jahren konnte bis 1 Million zählen, ohne dass mehr jemals, wie gesagt, und dann das gelehrt. Und das nämlich mit Schreiben, da ist es nämlich gegangen. Ich habe mich für die Buchstaben interessiert, und dann habe ich ihm ein Heft gekauft, wo den Radio war, den Telefon. So konnte er dann über Lautspruch ziemlich schnell alles schreiben. Und so ist auch im Englischen, so ist mit allem gegangen. Und ich meine, dass von Menschen an einem Kader können abwürzen, wo sie dürfen Fragen stellen, wo sie die auch beantwortet kriegen, wo sie dürfen mitbestimmen, was sie machen, wo sie Zeit haben, für mit Menschen zu verbringen, wo einfach kannergerecht ist, weil als Feld das absolut nicht kannergerecht ist. Ja, sie meinen autogerecht zum Beispiel, aber kannergerecht ist sie nicht. Dass du kann ihnen einfach immens viel
Sache mache, für dass den natürlichen Drang zu lehren auch immer weitergeht. Viel junge Menschen kriegen die leider an der Schule geholt. Ich will vielleicht ganz kurz Okay. darüber, wann Steff anhaken, weil ich auch die Impression habe, dass, oder das schenkt Evidenz sind, kann ich nicht lehren, als angebaut, als implizit, das passiert einfach. Und oft kann ich recht am Nachhinein den Fanger drauf setzen, wer der gelehrt hat, und kann ich nicht dann auch nicht so gut am Vorfeld planen. Und mir widerstrebt es, eng Schule zu denken, die alles will am Vorfeld planen. An der Impression hunne scheinst du, dass wir uns verzetteln an Kompetenzen, an Programme, an Ziele, an Konzepte, an Hai, an Do, an wir sklerotisieren do einen Prozess, den eigentlich magisch ist, an der vom selber funktioniert, wo zwar vielleicht hast du nicht da raus könnt, was ihn sich vielleicht am Vorfeld erwartet hat, aber dafür ist aber umso mehr schön und umso mehr kraftig, was dabei rauskommt. Und ansteigen das so ein bisschen mein Wunsch, und ich denke allgemein als Wunsch auch am Lyceum Sinde, als dem Lehren eng Platz zu geben. Ganz schön. Sklerotisieren und auch noch nicht kannt. Was ist das? Geht das wohl? Ich meine, Also klingt mir ganz sophistikiert. wenn es vereist, wenn es so stark wird. Sklerose. Okay. Mein Geheimgast heute, den nicht auf jeden Fall annehmen kann, das ist Gilbert Prenio, freier Präsident von der Menschenrechtskommission, ein Kanner, ein Familienpsycholog, beim Fokus auf Bindungstheorie, und ihm liegt das Thema immens am Herzen und hat mich gebeten, dass ich vielleicht auch kurz einen Impuls losgehen. Gilbert, wir sind froh, vielleicht willst du nur vier kommen, dass wir das auch auf die Kamera kriegen. Es hat am Bild. Den muss der Kameramann freuen. Ja, die können doch reinkommen. Oder gibt es ihm just ein Mikro vielleicht? Gilbert, brauchst du ein Mikro? Merci. Soll ich mich schlossen? Merci. Merci. Ja, nur für Okay, zu so kommen, geht das. ich hätte gerne eine Tarnkappe gehabt, aber ich habe keinen Fond als geheime Die muss das Mikro mit. Mikromino, so, ja. Ich hätte noch gerne noch pur ganz schlau ausgemäht, das ist aber noch schwer, weil eine ganz Reihe interessante Sachen schon gesagt gesehen. Ich probiere ein paar Sachen zu sagen, die vielleicht auch können steuern. Das war ja ein bisschen der geheime Auftrag. Mit einer Stunde Zeit, ja. Also ich will 3/4 Stunden schwätzen, Okay. da können, ja. Ich hatte nur ein Kind mit einer Lehrerin geschwätzt und ich das spannend fand. Und du hast da gesagt, es soll nicht mehr von Lehrpersonen schwätzen, aber von Lernbegleiter. Von Lernbegleiter oder Lernbegleiterin. Und du hast einen Mann getötet, den ich viel bewundert habe, und noch nach Jean Piaget, den hat gesagt, alles, was in einem Kant lehrt, du verhindert den, dass er das selber lehren kann. Und das Heil auch gesagt, gehen kann er kommen auf die Welt. Merci für. Nach mir hört 2 Mikroen. Ich Also ich probiere nach mir hört zu schwätzen, mir schon so ein du Stimme, das ist eine Stimme für zu schlafen. Und geht es lo besser? Okay, das ist gut. Ja, der Jean Piaget hat das gesagt, und ich meine, das auch erwähnt, kann er kommen auf die Welt, und so ein riesiges Potenzial, so ein Lernmotor, den an ihrem ADN ist, und sie vorwählen sich. Sie wollen die Welt erforschen, aber so eine stabile Bindung haben, da werden sie das doch machen. Ich wehre mich immer dagegen, wenn ich von den Kindern schwätze, und das ist ein Problem halt zu Lützeburg, dass ihn und sie denkt, dass sie an die Schule gehen. Kann hun noch nacheinander leben. Und auch nicht mehr an der Mise en Relais, gell? Vergiss man das nicht. Ich sehe viel, also ich sind nicht immer ganz objektiv, weil ich viel mit Kindern zu denen haben, die eine große Not sind. Ich kenne das. Und da merke ich, dass eine Reihe von Schwierigkeiten, die Kinder haben, nicht direkt mit der Schule zu tun haben. Also sie bringen die Schwierigkeiten aber mit von außen. Und ich wehre mich dagegen, an einem Land zu sein, wo von den Kindern nicht mehr schwätzt, weil sie an die Schule gehen oder auch an die Sache lehnen. Das andere, was ich will sagen,
muss ich gucken, was möglich ist. Hat denke von mir gesagt, ich werde den Expert von den kleinen Zielen. Das ist auch so. Ich meine, das ist wichtig, dass ihr kleine Ziele hat und dass in die für sich zu erreichen. Und ich merke, dass in unserer Gesellschaft, und heute Abend wird das doch zum Teil haben, enorme Erwartungen und Schulgestaltung. Die packen das nicht. Das ist nicht dran. Das sind ich meine nicht, dass nur ein Heiers den am Alter Schulgehalt, am Fundamental, muss ich lauschen, was den Leute um Terre auch so, und das ist ein großes Detresse bei ganz, ganz vielen Enseignern, weil sie das nicht meistern, weil die Großforderungen, die andauernd da sind, wenn ein Problem ist an der Gesellschaft, dann ist es an der Schule für das zu regeln. Und die Schule kriegt das nicht hin. Und dafür wäre der Menge wichtig, ja, das erwähnt, die Grundwerte festzulegen, die mit der Emanzipation von der Kinder zu dienen haben und die ihnen erlaubt, das ist der Begriff, den ich benutze, eine Selbstkompetenz zu entwickeln. Selbstkompetenz, das ich weiß, was ich kann, und damit bin ich auch zufrieden. Ich kann nur noch meine Großziele haben, aber ich werde nie Ziele haben, die ich nicht werde erreichen. Das heißt, so eine Art Zufriedenheit doch zu entwickeln, die bei den Kindern ist. Das wird und ich stüppeln dann immer gern, dass die Enseignants nicht wissen, wie wichtig das sind für Kinder. Sie waren die Loging hier am Saal froh, und wen erinnert ihr, wie ein Enseignant, wie eine Lehrerin. Bei mir wären das zwei, die mich viel beeinflusst haben, nicht weil sie viel gemäht haben, sie waren ganz fein, man mir war eine Menschlichkeit, die rübergesprungen ist. Und das ist dann eben noch die Diversität, die gefordert wird von der Schule, hat mit der Diversität von den Kindern zu dienen. Wir müssen dann noch eine Diversität respektieren bei den Enseignants. Und ich meine, dass das etwas für mich zentral ist, als ich schon vorhin erwähnt, man muss wirklich dafür sorgen, dass ein Stück Bürokratie aus der Schule rauskommt. Bürokratie hat einen schrecklichen Preis und demotiviert viel Leute. Und das kriegt kein Ende, das ist immer mehr. Man muss noch gucken, dass die Sänger sich entfallen können, weil das ein Beruf, der kreativ muss sein. Dafür, ich ging mir wünschen, dass wir mehr Schulen hätten mit einem Profil, wo eine bestimmte Kultur ist, wo Werte, mit der eine Schule sich präsentieren kann. Wo dann noch die Sänger können so mehr sind an der Schule, da, bei uns ist das und das wichtig, und das kann auch noch die Familie wissen, was das die Schule ist, und das erwähnt wird als ein Integrationsfaktor. Wenn ich an die Schule gehe, da gehören ich zu einer Gemeinschaft, und da gehen nicht Werte von Zusammenhalt, von Solidarität, Kampf gegen Diskriminationen und so weiter und so fort. Und das ist für mich etwas, was ganz wichtig ist. Ich meine, das ist das, was ich vorzu. Ich habe schon noch ganz viel abgeschrieben, aber ich komme nur noch ein Kehr zurück. Das ist sowieso schon eine fortgeschrittene Zeit. Merci, Gilbert, für die Intervention. Weil wir ja auch noch wollen eben lauschen, was dir heute mal gebracht hat, ein kleines Provolone direkt darauf reagieren oder soll man das mal Leute sich kundtun lassen? Kein Kurz? Also ich reagieren, ich muss aber nicht, ich kann noch viel Geduld. Ich will aber etwas, was ich da hören habe, weil ich bei meiner Nope hören habe, das ist die Sache, effektiv, wenn wir an der Schule nicht fertig bringen, Demokratiekompetenzen aufzubauen, wie du so genannt hast, Selbstkompetenzen aufzubauen, die dazu gehören, wo die Auseinandersetzung hat, da wird als Schule irrelevant gehen. Da wird es nicht mehr relevant sein wie das Gesellschaft, weil da wird die Gesellschaft sich auch nicht organisieren. Und wir merken, wie wichtig das der Kampf geht, Diskrimination, wie wichtig das ist. Wir merken, wie die Diskussionen heute gefordert gehen an der Gesellschaft. An die Schule gibt dann ein verzerrtes Spiegel von der Gesellschaft, an der Haut wo Leute offen diskriminiert gehen, ohne dass sie nach Haut am Gesicht geht, so wie das 24 und 30 der Fall war. Da kommen wir ja hin. Und ich meine, dass die Schule effektiv durch Lehren, durch Engagement, durch Profillehrung von der Schule, wo sie sich auf die Fähnle schreiben, wir sind eine humanistische Schule, was bedeutet eigentlich? Wir sitzen in der Kaduna, gucken wir, da sind noch Senior zusammen, haben da sind Schüler, haben da sind Älteren, haben da sind rechtliche Personal, was nicht als Senior sind, was die dort Werte für die Schule bedeuten. Ich fand das immens wichtig, und das eben in ähnlichen Wehe
wie wir die Schullandschaft effektiv können verbessern, an dem Verantwortung überholt auf allen Ebenen an der Schule für das, was da geschieht, an nicht effektiv übergeordnet Verantwortung weitergelegt wird und ein Minister den dann gefehlt abstrakt Kompetenzen für geht, auch noch zu viel auf das Programm setzt. Weil das ist ja auch schon das Spiegelbild von dem, was die Gesellschaft am Tisch hat, wenn man haut die Schule so stark überfordere, wie das skizziert ging, dann ist das auch, weil das eben Gesellschaft so auch so fragmentiert ist und so ganz viel fragmentiert bis und Schule weitergeht. Und das ist effektiv ein riesen, das gut auf den Punkt bricht, riesen Defi. Und da gehen das die Klangziele dann oft, die verlieren wir auf das an, wenn man die Büsch von lauter Klangziele gesehen haben, dann wir wissen, wo die einzelne Baum steht. Also ich meine, das ist an der Seite auch so, die Überforderung von der Schule könnt, an die Detresse könnt, natürlich auch dafür, dass man effektiv haut nicht mehr können wäsch gucken, wann eine Kant an Schule könnt, was kein Stimme, was kein Spruch hat. Zum Beispiel. Oder wir können nicht mehr wäsch gucken, wann eine Kant mal einen ganz spezifischen Besuch an Schule könnt. Wir können bei all den Sachen nicht mehr wäsch gucken, wir wollen nicht mehr wäsch gucken, wir wollen inklusionieren, wir wollen gerne, dass auch Kanner, die kein Mambespruch an so einer Schule kommen, die haben von quasi keinen gefestigten Spruch haben, dass die auch mitkommen am System. Das sind nicht die dann automatisch einen Spruch lehren, weil so gut kennen. Die muss man auch matholen. Wir müssen alle gut matholen. Und das ist auch das, was das Senior natürlich mitmischt, erschöpft, am Alltag für denen gerecht zu gehen, und aber dann auch als alle gute gerecht zu gehen, die mal so viele Erwartungen in der Schule haben, auch noch alle guten die Programme aufzuschaffen. Und da verstehe ich das Instrument von der ist schon viel gehen dem nicht mehr gerecht als Senior von einer Klasse. Just noch für eine aufschließende Fußnote, weil wir die Frage auch nicht beantworten können, mir ist schon immer das ungut Gefühl, dass man Schule und die Idealtheorie von der Schule zwar annehmen und noch ausstreben wollen, wenn wir dass man die real Operationszusammenhänge, die eben mit sozialer Ungleichheit sind und mit materieller, struktureller, epistemischer Ungerechtigkeit zusammenhängen, dass man die nicht gesehen, weil man nicht genug, wie der Gilbert Frigno sagt, Terrain vielleicht lauschen, obwohl man es probieren. Ich meine, dass eine Unmöglichkeit gehen als Welt, weil das System so groß ist und das schulische System sich gesellschaftliches System ganz stark orientiert, wo es Leistung geht, wo es Repräsentation geht, wo es vielleicht Effizienz und Profit dann aber irgendwie geht, obwohl es nicht gehen darf. Und schon hast du ein bisschen Angst, dass man in eigentlich dann doch fundamental ungerechtes System, wie es lebt, probieren, aber gerecht empfandbar zu machen. Und da da vielleicht viel Verblendung schaffen und dat eng Erklärung kennt sinn wieso man zwar wollen dat all Kant eng Stimme hat an eng Stimme leiert ze kreen mit dat aber noch immer ganz groß Unterschiede gin die so net gedeckelt könne gin dat just als Reflexion weil eng einfach darüber aus utopisch Lodenoven zu formulieren. Aber ich habe gesagt, ihr seid ja nicht nur invitiert als Dekoration, aber ihr sollt ja auch vielleicht mitschwätzen oder etwas mitteilen, Reflexionen, Kritiken, Lauf, Frohen. Wir haben ja auch viele Alternativmodelle gesehen, selbstbestimmt Lehren, lehrendes Engagement, auch noch den ärmeren Sinde an, eben auch Repräsentant oder den Direktor vom Skript, den probiert eben immer im Toll mehr zu öffnen und mehr auf die Besucher anzugehen, die man definiert tun. Das lohnt nicht. Wir wollen, genau, du hast ein Mikro für das Publikum. Wir brauchen ein Mikro. Ja, mit denen dann für ihn. Ich kann. Genau, du, merci. Für dich mal, merci für die interessante Diskussion. Und ich wollte sich auch bei der Reflexion da aussetzen, weil ich die relativ interessant fand, weil das so viel über die Schule gespart gehen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass entkoppelt von der Gesellschaft gespart gehen ist. Dass Gesellschaft als natürlich nimmt gehen, auch Demokratie und Grundwerte sind auch nimmt gehen, aber ein bisschen die Rolle von der Schule an der Gesellschaft. Ich meine, wir haben viel von der Wissensvermittlung gespart, wir haben vom Lehrer gespart, wir haben nicht von der Zertifizierung gespart, wir haben nicht von den Diplomen gespart, die ihr auch braucht, für an dieser Gesellschaft auch zu evaluieren. Ich meine, Grundwerte sind wichtig. Und auch, die hat wieder gesagt, dass er Junge nicht Französisch lernt. Wenn ihn heute am Land kein Französisch kann, aber wie weit hat die Möglichkeit, um Arbeitsmarkt zu kommen, was brauche ich für Kompetenzen, für dann eben auch durchzukommen. Und an dem Sinn stelle ich mir ganz einfach die Frage, können wir von der Schule schwätzen, ohne von der Gesellschaft oder Gesellschaftsentwicklung schwätzen, respektive auch vielleicht als
Bild von der Gesellschaft zu verändern? Geht das Hand an Hand oder verändert die Gesellschaft sich durch die Schule, respektive muss die Schule sich der Gesellschaft anpassen? Oder wie hast du den Zusammenhang? Gerne. Groß froh. Ich meine, da bist du eine rhetorische Frage, ne? Licht. Das ist eine rhetorische Frage, gerade in der Reflektieren, wie du siehst, warum natürlich viel am Anfang. Das ist ganz interessant, dass die von Humanismus gesprochen schon, dass die einen großen Teil an Nationalisierungsprozessen standen. Wie will? Du? Etwas klein, ich weiß nicht, also keine Antwort darauf, aber die Schule ist doch Gesellschaft. Also die Kinder sind ja da und die bringen ja das mit, was sie erlebt haben, was sie erleben daheim, was sie gesehen haben. Also mir geht jeder an die Schule mit der Obligation scolaire und das ist vielleicht der Grund, für was ich Befürworter von der Obligation scolaire bin, ist, weil es dann ja die Gesellschaft an der Schule repräsentiert ist. Und ich meine, wir müssen auf die Kanäle was die zu suchen haben. Dafür verstehe ich nicht die Entkopplung zwischen Schule und Gesellschaft, muss ich sagen. Oder, genau, nee, Für vielleicht noch ein darüber anzugehen, ich denke schon, dass die Schule sich muss und die Gesellschaft anpassen, an dass sie dadurch möchte. Und das, wenn er so muss ich noch auf die reale Welt präparieren, auf die Wirtschaft, auf die Ökonomie, das war ja auch ein bisschen die Sache, beim Französischunterricht oder halt dann, ne? Dass, ich denke, dass die Schule das aber auch möchte. Und ich meine, dass vielleicht sogar ein Vorwurf, den Heinz der Schule kann machen, ob man zu viel eben, kann just eben, ob du noch den Arbeitsplatz präparieren, weil du kriegst aber eine gute Ausbildung allgemein, und zu viel ging alles darüber ausrichten. Und ich denke, dass es so ist, dass wir müssen sowohl die Jungen eben auf die Arbeitswelt präparieren, aber auch eben als, wie gesagt, mündige Bürger, eben auch zum mündige Bürger noch kriegen. Und ich denke, dass man es eben effektiv aber auch zu einer gewissen, eben, wie ihr seht, Selbstkompetenz bringen, dass sie flexibel sind und dass sie sich nur eben an einer Gesellschaft, die sich permanent eben ändert, auch eben immer rumfinden. Mir hast dann du genug Platz dafür an der Show, weil das schenkt ja immens viel Raum zu brauchen, Freiraum zu brauchen, wo in der kann und sich selber mal entdecken. Und Taktung und Fragmentierung von der Schule schenkt ja dem aber eigentlich kontrastiv entgegenzustellen. Ich antworte, du, ich weiß, dass das ein großes Problem ist. Das ist auch das, was mir oft eben dann noch gesagt kriegen, dass da überhaupt kein Platz mehr ist. Und du ginnet aber en Greif für Möglichkeiten nicht präsentieren, just mal ein. Das ist auch eine Idee, die auch am Ausland schon gemacht wird, dass gesagt wird, wir brauchen noch nach die Normalschule eben, und wir haben 5 Tage an der Woche, wo wir in die Schule gehen. Komm, wir wollen einen Tag und wir machen den zu dem Tag, wo wir dann eben nicht mehr an der Fächer zusammen schaffen, wo wir nicht mehr dann eben mit dem Prof während 2 Stunden zusammen sehen. Und da gehen eben schon eben dann so Erfahrungen aus dem Ausland, aber auch entretemps halt zu Lützeburg eben, wo die Schulen das auch machen, und das nennen den sogenannten Friday. Friday nicht, weil dann uns sich nicht gemacht wird, aber weil dann uns sich eben die Schüler eben Zeit tun, da zu lernen, was sie wollen, kleine Projekte, da zu experimentieren. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit eben, für eben in die Richtung zu gehen. Vielleicht verstehe ich meine noch, natürlich muss die Schule auch ob die Ökonomie viel bereden, ob die Welt, die du nur können, ob die akademische Welt, ob die ökonomische und ob die akademische Welt viel bereden. Das ist eng von den Aufgaben, die müssen Diplome auch verdelen, die sind, du gehen doch Erwartungen, die richtig sind. Und ich meine, das ist ein wichtiger Teil davon. Und dann muss man aufpassen, wenn wir eine Entkopplung von der Schule, von der Gesellschaft hätten, hätten wir ein dickes, großes Problem, wie auch mein Opa gesagt hat, das gehört zusammen die Schule als Gesellschaft, die Gesellschaft als Schule. Und wenn ich da gucke, aktuell, das sind nach Männer wie 50% von den jungen Ausländern zu Lützeburg und nach 30% von den jungen Lützeburger so, dass Demokratie die beste Form, also eine gute Regierungsform ist für ein Land wie heißt. Für 2015, also für knapp 9 Jahre, wo nach 93% gesagt, Demokratie ist am Anfang
die beste Form, die als auffällt. Da muss man die Entkopplung mit alle Mittel verhindern, weil ich meine, Schule als der Platz, wo Demokratie gelebt wird, oder eben noch nicht, aber es soll doch gelebt gehen, an das Engagement, es soll an den extra Momenten geschehen, es muss auch an dem so nicht mal normalen Unterrichtssituationen muss auch Partizipation möglich sein, muss es doch möglich sein, dass Demokratie gelehrt wird, am dürbelen Sinn lernen und lehren, und eben, dass das permanent auch ein Thema als eine Negoziation ist. Sie werden so wichtig, dass man die Grundwerte bis zuletzt verteidigen, die man einfach an einem Gesellschaftsprozess über Jahrhunderten, am Final mit nächsten Jahrhundert, am Final mit nächsten Jahrzehnten einfach als erkämpft tun, die man heute an der Schule gesehen, an ohne die wir als Mensch die Gesellschaft nicht vorstellen wollen. Oder aber immer mehr Leute können sich eine Gesellschaft vorstellen. Auch vielleicht, weil es nicht wirklich besser wissen. Also die Entkopplung wäre ganz fatal. Und okay, Antwort doch ganz kurz und dann monopolisieren stimmt mir nicht weiter. Dafür muss man für antworten. Schön wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil us der Punkt war ein bisschen in anderen. Froh als Echter, wie weit weil eben das Ganze so zusammenhängt, weil man im Moment eben die Diplome brauchen, für Arbeitsmarkt zu kommen und so weiter. Aber wie weit, wenn man über eine Veränderung oder eine Reform von der Schule nachdenken, wirklich tiefgreifend ist, muss man dann nicht auch gleichzeitig die Gesellschaft verändern. Weil können wir die Schule verändern, an dem die Gesellschaft die bleibt, wo sie ist. Da ist sich echt froh, für das eben noch zusammen zu denken und dann eben noch die Entwicklung dann eben noch zusammen zu denken. Und weil ich dafür tue, natürlich gibt keine Antwort drauf, so direkt nicht. Und auch wenn ihr das bis antwortet, dann ist das auch eine Entwicklung, wo ihr wahrscheinlich keinen Impact drauf oder die in eine andere Richtung geht, wo ihr meint, bitte einfach für die Dimension immer mit dran zu holen. Ja, merci. Also merci auch für den Impuls. Wen es noch Lust zu bedeelen, ich bin noch für Schüler hier, vielleicht du irgendwie, ihr Lust, eine Reflexion zu teilen, kein Stress, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Wie ihr sitzt, du hast das noch, merci. Moin. Mein Frau mag ein bisschen dumm und direkt und provokant sein, aber was hindert uns am Anfang darunter, radikal Änderungen, also als Gesellschaft runter? Was? Schon erst nicht hören, können wir eine Mikroschwarze Wand spielen. Voilà. Das sind Tast? Ja, top. Voilà. Was hindert uns am Anfang darunter, also uns als Gesellschaft, mehr radikal Änderungen Schule, Programm vorzuholen, weil es sind Sachen gefallen, genre, an der Schule sollen kann ob Leben in der Gesellschaft viel berät gehen, indem sie zum Beispiel, also indem sie, das geworden so gesagt, Sprache lehren, an rationale Lehren, in dem Sinn, dass sie sich nicht finanziell betrügelos sind. Und das sind aber zum Beispiel Punkte, die an der Schule, die an der Schule am Programm wenig so stehen, und auch ganz ineffizient und indirekt gelehrt gehen. Zum Beispiel an der Schule, ich kann so in Mathe an der Schule, wird gar nicht mit der Finanzwelt zu dienen oder mit wen so Wissen am Alltag gebraucht. Mit Mathe an der Schule, dass du lehrst Theorema, mathematische Theorema, aber weißt du, die ein simple Beispiele benutzt, aber das für du, ob die Mathe, die du brauchst, für eine Realität zu evaluieren, das ist ein extremen Sprung. Und du musst am Anfang komplett von all den Büchern, die mir da raufkommen, an so mich etwas ganz anderes das oder zum Beispiel an den Sprachen mir lehre ja Grammatik, Rechtschreibung, das brauche ich am Anfang halt nicht mehr. Das ist ja geht so. Also es ging halt, das geht immer so gesagt, Spellchecker sind nicht gut genug, aber es gibt mittlerweile Spellchecker, die auch Grammatik verbessern. An Rechtschreibfehler mit einer deutlich besseren Fehlerquote, wie viel Erwachsene es kennen. Für wirklich, dass künstliche Intelligenz immer besser geht. Was hindert das am Anfang darunter, so alle Sachen wie zum Beispiel so ein Theorem de Pythagore brauche wenig Leute und die ganz analytische Geometrie zum Beispiel, die kannst du komplett ausfallen lassen. Was hindert das am Anfang darunter? Okay, ich reformuliere froh einkehr. Wieso halten wir starr und Inhalt, also die könnt mich korrigieren, wenn ich falsch verstanden habe. Wieso halten wir starr und Inhalte fast, die mit der Lebenswelt aus sich wenig zu tun haben? Ja, das ist genau das. Ich glaube, just Rechtschreibung aus, weil du gehst noch nicht geschrieben. Okay. Genau, also. was geschieht da?
Juni oder also egal. Okay. Ich meine, das, weil Joel wie nach anderen großen Institutionen in unserer Gesellschaft schon relativ rigid sind, an also mehr schwer Schwierigkeiten hat sich wirklich vielleicht zu adaptieren. Also es ist nicht für radikalen Umbruch, das will ich schon nicht so. Aber ich denke schon, dass vieles eben aber so behäbig ist, dass das mehr losgeht. Und ich meine noch, dass in der so, dass wir hier an diesem kleinen Lützeburger Land aber nach einem Schulsystem hat, das, wenn man am Ausland vergleicht, dass vielleicht nicht, ich will nicht so, ich will keine Kritik annehmen, dass nicht da, vielleicht nicht so modern oder so adaptiert oder dass es noch relativ mehr rigid ist wie an anderen Ländern. Ich kann direkt. Und du nur könnte, Entschuldigung. Also, Ich meine, Problem ist auch nicht vielmals merci für die Aussagen, so, weil ich gebe mir ja wünschen, dass das Programm mal so Leute gemerkt und so Leute dann auch wirklich seriös geholt gehen. Aber ein größtes Problem an unserer Gesellschaft ist meiner Meinung nach nur den Adultismus. Das heißt, dass obwohl die Leute mengen, sie wissen am besten, wie die Welt funktioniert, obwohl die Leute, die am Gange sind, ganz Biodiversität und als Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wir haben ziemlich viel Krieg auf der Welt. Und die am Kopf wahrscheinlich verschiedene Sachen, die du gesagt hast, schon mal vielleicht direkt belächelt tun und das einfach nicht wirklich seriös geholt wird und dadurch, dass meine ich eben an dem System ist sowieso schon immens rigid, wie ich auch muss recht gehen und dadurch geschieht schlussendlich nicht viel, weil oft die Machtbestimmung von den jungen Menschen als mehr Alibi, wie dass die wirklich seriös geholt gehen. Ihr den Herr Weiß wird kriegt. Ich denke, weil es sind auch schon lange Jahre Proben, ich bin auch bei Programmkommissionen dabei und das ist eben noch so, dass ein Prof, also das sind Profen zum Beispiel, die machen noch Programme und tun den eben aber oft, hast du den Eindruck, dass sie dann aber, weil sie schon so lange Jahre am System sind, aber sie noch ganz doch die Jungen oder so, ne, dass sie so ein Lo ist das eben so, wir sind durch das ganze System gegangen, dann müssen die Janer da doch noch weitermachen. Oder das schon irgend so etwas drin, dass ihr merkt, dass es Heinz du ganz losgeht, wenn ihr irgendwelche Änderungen will durchsetzen. Das ist ein interessanter Gedanke, den Ritualsgedanken, dass ihr seht, was müssen durchgehen, da müssen die anderen auch durchgehen, schon nicht erlebt, da verschiedene Reformen, da kann ich aber nicht drüber, wo dann auch gesagt wird, es können nicht in einer Welt, sonst werden wir natürlich auch müssen machen. Ich gehe aber darüber antworten, ob das für was können wir nicht einfach radikal Änderungen als Gesellschaft vorholen. Darauf gebe ich gerne Antworten, weil ich mich auch freuen, wen ist denn mir, den die dort Änderungen soll vorholen. Wir leben in einer Demokratie. Eine Demokratie funktioniert so, dass Leute gewählt werden, die als repräsentieren, die zusammenkommen, die sich dann ein Programm geben für die nächsten Jahre. Und an dem Programm stehen die Mandate dran, die Dono und die verschiedenen Ministerien verteilt gehen. Und an den Programmen von den Ministerien, die gehen aufgebracht an Mandate und die kommen dabei so Leute wie mir auch an, so auf den Plätzen wie am Zentrum für die Bildung, und dann einfach drin an den Schulen und sind dann da, gehen dann da umgesetzt, weil das die Volontät ist von der Gesellschaft, die sich eben an dem Dokument widerspiegelt. Und an dem Dokument stehen Sachen dran, die zwei andere sind. Und das sind, da steht nicht dran, müssen radikal alles ändern. Mit steht dran, dass eine finanzielle Bildung muss matt durchgehen. Und da sind wir werden an der Chambre eine Diskussion feiern, nächste Woche nicht mehr. Die Chambre wird eine Diskussion unter dem Feiern mit der Regierung, für zu gucken, wie geht es mit der finanziellen Education weiter zuletzt, wie kann ich das akzelerieren, dass die Realitäten domino rubrisch gehen. Das ich verstehen, wenn ich abstrakt irgendwo Prozent erleieren an der Bank stehen, an die Zinsen, an Stimmen nach Zinsen nur denken, dass da irgendwie man den etwas zu sehen hat, oder wann gesagt wird, dass Leben mit der Inflation auf 1,x%, also da wird auch immer, dass ich irgendwo eine Ahnung habe, was das war, und auch vielleicht eine Konnexion mache, weil ich schon in der Schule gelehrt habe. Und so ist es natürlich wichtig, dass permanent die Inhalte auf den Prüfstein gelöscht gehen. Das Zweitens, wenn man in einer Demokratie leben, wenn man an der Demokratie, an dem Edukationssystem, am Sekundär, als entschlossen, ganz stark bottom-up zu funktionieren, so wie man da doch beschrieben hat, wir Programmkommissionen, die bestehen aus
Repräsentanten von den Fächer aus all den Schulen, die kommen zusammen und die schaffen und in den Programmen an die haben den Auftrag, die Programme modern zu halten. Und weil es viele Programmkommissionen ist, das für uns kein einfacher Prozess für uns zu steuern, für uns zu begleiten, für die Leute zu unterstützen. Die sind tendenziell echter mehr reaktionär, mehr konservativ an ihrer Approche, weil sie natürlich immer auch an drunter ein Corps-Enseignant an ihrer Schule repräsentieren, auch dafür echt vorsichtig sind. Das ist effektiv ein Bestandteil von unserer Schule, dass wir los an den Entwicklungen sind. Ich meine, dass der Meistland ähnlich, also dass es just wenig Systeme gehen, die so fertig sprechen. Finnland hat in den 70er Jahren so einen Sprung gemacht, hat den sich in den 2000er Jahren auch den erkennbar gehen, also in den 2000er Jahren. Es sind noch andere Systeme, die sich so Sprung gemacht haben, wo die Gesellschaft gesagt hat, wir machen du auch nicht, und du hast auch nicht gemacht. Wir müssen noch sagen, wir brauchen einfach dann, wir kriegen Mandate, mit denen nicht auch kalieren als Direktor vom Skript, das muss den Job abhalten, mit die aber echt darüber auslaufen, dass ihn Änderungen vorhält und nicht den radikalen Schnitt den ihn vielleicht vorbei sind, den bricht man. Als nicht an diesem Mandat dran, aber alles drüber zu stehen und bei Null zu hängen. Wenn ihr das hört, die Antwort, wie reagiert ihr darauf? Möchtet ihr etwas mit dir? Seid ihr d'accord? Versteht ihr? Seid ihr nur noch mehr Rosen? Das ist eine kleine Reflexion. Auf dem Mikro just warte, wünsche ich. Also ich will nicht voller Roserei an die Diskussion kommen und ich habe auch nicht die Absicht, wirklich destruktiv Provokation zu betreiben. Aber ich wollte halt nicht mehr wissen, es wird sich mir spontan die Frage gestellt, ob dann nicht misst, das Primärziel von wem wir schon entwickelt sind, dass effektiv die Rigidität, wie gesagt wird, bekämpft. Weil wir sind aber zweifellos leben wir in einer Welt, die sich sowohl wissenschaftlich wie gesellschaftlich extrem sehr entwickelt, und wohin sich aber wohin halt muss adaptiv sein. Und ob das nicht mir am Anfang ein Primärziel sind, war gesagt wird, ja, all die Prozesse dauern so lang, dass wir weh fallen, für die Prozesse zu beschleunigen, für das am Anfang das Programm von der Show sich mehr sehr adaptiert und die Forderungen von der Welt. Weil das ja, keine Ahnung, ja. Also merci für die Plädoyer, das gehört gehen. Von uns allen. Da waren noch ein paar Wortmeldungen. Ich meine, die Madame hat hier mit dem deichteren Pulli war für dich. Oder? Die wollte ja besuchen, oder? Ja. Okay. Du auch, Laurence. Also mehr 100 Zeit. Okay. Ich weiß, wo Leute. Geht aber. Ich wollte just kurz dazu sagen, ja, ich meine das ganz klar, die schwatzt von Vorsichtigkeit. Für mich ist einfach die Basis, dass einfach nicht genug Courage da und das schuld, weil ich meine, sollen sich Sachen trauen. Das heißt, dass viel lang Sachen von Kontrolle verlieren, Angst tun für etwas Neues, und ich meine, dass das du musst ihn uppacken und du musst ihn einfach sich selber pardon. Also mich rüttelt da die Mann so pardon. Ich bin hier und ich fand das einfach schuld, und ich fand, dass du einfach muss auf die Jungen gelauscht gehen, weil die haben einfach den Courage vielleicht mehr wie die Großen oder die schon ewig dran sind, und ich fand, du musst einfach sich ändern. Das ist immens emotional für mich, to be honest. So, wann ich klifft. Sie so viel Sachen gesucht gehen an die richtig sind an der Analyse, an das aber klar, dass man an einem Teufelskreis sind, wo ein ob dann hat könnt, gibt gesucht, die jung eine Basiskompetenz wie sie müsste können nie suchen. Sie sind aber gleichzeitig an einem System, der Promotion betreibt, den nach immer fördert, Teaching to the Test, den Programmer aber viel geht, wo soll lehren do nee soen. Et muss lehren für zu gefallen, für eine gute Prüfung zu kriegen, für ein gutes Zensur zu kriegen, für davon der Bumi 100 € zu kriegen, für dann ein Diplom zu kriegen und dann den Gewinner am System zu sehen und da vielleicht selber als Gewinner Enseignant gehen, du sie selber gehen, das ist nicht der Punkt. Und da sind schon in der Programmkommission und dann ist es kein Grund, etwas dran zu ändern, weil es ja Gewinner vom System.
Also ich habe doch Lust auf Radikalität. Genau so also aber dann ich repräsentiere ja noch System an so als dann Radikalität mich schwierig mich schon natürlich Sympathien für mir wollen gerne Courage do hun wo man den Support hun mir hun ein Projekt gestartet für 3 Jahre dem man Alpha zusammen Wursen nennen wo es darum geht dass man letzte Schule abmachen für die Kanner die an diesem System haut zu 90% kein Bildungsgewinner sind, nämlich Bildungsverlierer sind, die mit der deutschen Spruch immens viel Schwierigkeiten haben. Wir haben dafür immens viel Courage gehabt, wieder zu machen, weil wir merkt, dass vielleicht auch, wenn du weißt, über Geschwart geht, da wird das ja nicht mehr bejubelt. Schon nur am Wort gesehen, dass sind 80% von den Leuten an ihrer Art und Weise für Frauen zu stellen, sogar gesund kommen. Das hat kein gute Idee, da würde ich sagen, auf Französisch am letzten System anzuführen, wobei ich von überzeugt bin, dass 80% von den 80% keine Ahnung haben, was wir eigentlich machen. Wir haben die Courage, wenn wir den politischen Support haben, und dann ändern wir Sachen auch. Ich meine, wir haben als System öffentliche europäische Schulen angefordert, die total mit der Tradition von dem Schulland gebracht haben. Das ist eine Gesamtschule, es sind Enseignants, die nicht trilang sind, es sind den unterschiedlichen Möglichkeiten, Sprachen zu wählen. Das System, den geht auch wie sagen wir groß, das System hat radikal an der Schulen, an das System rabrutscht. Ich meine, es geht schon, wenn du die politische Volonté hast, dann hast du Courage auch da, und dann gilt es, Leute mitzuholen. Und das ist einfach entscheidend. Wir müssen 13.000 Leute mitholen auf der Weg, die sich effektiv müssen ändern, das ist ein riesiges Change Management, den du zu machen hast, für die Leute, viel zu bereden, für die Möglichkeit zu gehen, sich rumzufahren an dem System, sich neu zu fahren an dem System, und dann noch mal zu gehen. Und da habe ich mir für 3 Jahre angefangen mit der Alfred Sänger Französisch, mit dem Projekt, wo man den Eltern die Möglichkeit gehen, an der Spielschule zu wählen, ob hier kann, ob Deutsch oder Französisch alphabetisiert wird. Aber nicht, wie es geschieht ist, am nächsten Schuljahr sind sie an der Klasse zusammen, und sie gehen am Deutsch und am Französisch gehen sie von denen punktuell getrennt, für dann die anderen Sprachen zu lernen, an der Rest von der Stunde sind sie zusammen. Das hat Auswirkungen, ob der Arbeit vom Senior, muss sich mehr aufschwätzen mit seinen Kollegen, muss mit Stundenplan muss ein bisschen über den aufgeschwart gehen, Themen müssen ähnlich sein, für das kann er sich auch da rumfahren, Rituale sind dieselben bei den 2 Gruppen. Das sind große Veränderungen. Wie weit? Ganz einfach, wenn man effektiv am nächsten Schuljahr mit den Senior, wenn ich mit denen schwätze, wenn ich angefangen habe am September mit meiner neuen Kanner am nächsten Schuljahr, nur 2 Wochen waren die eng ganz ruhig an die anderen matt geschafft. Weil die haben gefehlt nicht viel verstanden von dem, was da geschieht ist. An die anderen haben alles verstanden, weil die da mirakulösement Deutsch gelehrt haben am Übergang von der Spielschule auf die Schule. Das hat man an der Forschung Breckefunktion vom Lützeburgischen und Deutschen, was bei Lützeburg wunderbar funktioniert, bei 2/3 von unseren Kanner, die eben nicht Lützeburg oder Deutsch dem Schwätzen eben nicht mehr funktioniert. An denen wir eine Alternative müssen irgendwo anbieten. Und dadurch, dass sie alternativ von, schwätzen sie. Alle gute Mat an das zum Teil affeiert, dass Senioren, die wirken, dass sie nicht nehmen, 9 Kanner an der Klasse und die Matschwätzen mehr 17 oder 18 Kanner und die Matschwätzen, die sich bedeeligen. Die dürfen nicht alle Guten, nur werden Doktor nach Code an Veterinär gehen, die einfach alle Guten hoffentlich durch das Gefühl und das Schule sie matt hält, dass sie ein anderes Selbstbild kriegen, über die Schule, dass sie von können Matschwätzen, eng stimmt, überhaupt keinen haben, wenn sie Welten haben, dass die Eltern responsabel sind, weil sie vielleicht nicht von Anfang an sagen, was da an dem Bischel steht, verstehe ich nicht. Ich keine Ahnung, was ich am Deutschen müssen, am Rechnen müssen, weil ich Transin nicht verstehe. Und da meine ich, wenn wir den politischen Support haben, den wir hier haben, da können wir couragiert Lesungen auch auf den Weg gehen, mit denen auf den Weg gehen. Wir merken aber, dass es dann an der Diskussion schwer ist. Mit das sind wir bereit zu machen. Den Kampf, den hören wir ab. Wir haben eine Chamberkommission mit an die Klasse geholt, weil wir wissen, dass wenn wir der Chamber erzählen, da muss nicht leben oder auch nicht leben. Wenn sie mitkommen und Enseigner erzählen, was da geschieht, dann sehen sie, dass das, was wir erzählen, nicht einfach just, das wird das Skript gerne hört oder will holen oder das nicht davon, dass mir das real ist. Wir holen permanent Enseigner an einer Schule, mit du hin auf die Weise, guck dich da tun, nicht durch, mit der Seniorweise nicht, die du enseignieren. Wir probieren eben alle guten als Enseigner noch darüber viel zu bringen, dass ein großer paradigmatischer Wechsel ist an der Lützeburger Schule, aktuell am Fundamental, am ersten Schuljahr demnächst, und dann weiter rup, also auch schon in der Spielschule, und dann drin am Mädchenschule, und dann demnächst auch am Lycée. Auch den muss man mitholen. Nicht direkt, die werden 32 recht. So löst das Schule zu Lützeburg, so löst das Schule entwickeln, wenn du anfängst,
könntest du von der raus. An 31 oder 31 wird man da bei PISA gesehen, hoffentlich, ob das dann auch do gefruchtet oder nicht, weil dann die Kanner, die nächste Jahr aufhängen, die man 15 Jahre sind und dann noch bei PISA hoffentlich besser aufschneiden. Also das ist alles ein löser Prozess. Wir sind couragiert, wenn wir den politischen Support haben, sind wir bereit, die dort zu gehen, aber immer an einem Kader von Demokratie, wo Mandat da muss klar sein. Ich habe nicht Kaprisle gesehen, weil da nach etwas dazu sagen. Ich gehe nicht los. Nee. Just nicht für Fleisch das Setting zu erklären. Wir sind häufig schon in einer Reflexion. Ich meine, das nicht persönlich gegen keinen. Mir ist schon gerade mega wertvoll, dass wir gerade den Moment haben, wo wir können mal so fundamental Fragen stellen. Also, wann schreibt keine Angst. Nee. Das ist ja gewusst, dass das Ministerium immens viel möchte. Das ist ja gar nicht froh. Aber wenn ich dann den Tag nur an der Presse liest, da fehlen 150 Klassenzimmer an. Es könnte ja auch an der Organisation, an Gilbert gesagt, mit der dann die Organisation von dem Ganzen, das ist ja aber zermürbend. Und dann die Trasse vom Lehrpersonal, da wird gesagt, ein Kusch drauf. Der ganze Inklusionsprozess ist wunderbar. Aber es geht ja immer mehr gebaut, geht ja immer mehr groß. Am Resultat, da sind feststellen auf dem Strich, dass mehr Bemol nach mehr Probleme da sind wie Wohlbefinden. Die ganzen Inklusionsdebatte auch mit den Stempeln oder so, wo ich dann im Noah raus gibt, wo ich sage, wir machen ist ja all kaputt. Das ist wieder voller gute Willen, aber wir machen ist unmusch mit und hat das Gefühl, dass es so voll ein Holzbein voller Plosteren und dann kann ich so ein Kommandant an den Kamin und dann fängt man mal neu an. Die Idee kann aber kommen. Nee, wir kennen uns gut. Und ich hatte so ein bisschen denselben Impuls, so, und hat schon noch die Impression haben, dass wir ganz viel Flecken an Flecken ohne positive Vision. Mir fehlt irgendwie so den das ist schön, komme ich da hin. So nicht lo extrem platt, mit platte Wörter, wir schaffen viel und der Inklusion und was auch der politische Willen ist, an den 100% erschreiben für, dass all Kant an Schule geht. Und dafür haben wir ein ganz Gesetz an den Service für die Inklusion, an Centre Kompetenz, an ESABS-Equipen, an. Das ist immer schwer, das alles zu gerieren, wenn es nicht weiß, en fonction von was lesen wir die Probleme. En fonction von was, zu was sollen die Lesungen dingen? So. Wir probieren da zu beantworten, eben mit Orientation. Und wir gucken, dass jeder irgendwo seinen Platz findet. Und dass wir irgendwo verschiedene Kontexte haben, wo es muss wohlfühlen. Und dass du weißt, wo du willst hin, wenn du irgendwann ein bisschen mehr alt bist. Aber das fehlt mir. Schon viel, wir schaffen immens viel. Und wir drehen so ein bisschen an einem Hamsterrad, weil es nicht eine Bewegung gibt an eine Richtung, die es rechtfertigt, für zu flecken. Weil wenn du fleckst ohne Direktion, dann weißt du nicht, wie es fertig ist, was man flecken so irgendwie. Schon ein bisschen die Angst, die schon ausgedrückt hat, dass man eben vielleicht mit Decideuren auch zu denen haben, die das System, die Probleme im System nicht so richtig mit können spüren, weil der Funktion gemäß sie sind Delegierte, sie sind Repräsentanten, da entsteht schon eine gewisse Distanz zu Momenten, die ihn aber erleben muss, wie sie zu verstehen. Und in dem Sinn ist vielleicht auch die Vision, die vermisst, die zwar ein idealer auch vielleicht erwähnt wird, mit der sie aber durch den theoretischen Überbau davon nicht mehr wirklich spürt. Und da wennst du auch vielleicht nicht gesagt. Und ich erlaube mir, da vielleicht nur just das mit einem Beispiel zu illustrieren. Am Nationalen Bildungsbericht 2024 steht zum Beispiel auf Seite 208,
dass der Bildungs- und Berufsbezogenen Erfolg, also das kontrastiert mit Momenten, wo das nicht klappt, an den Erfolg darunter als festzumachen in einem heigen Diplom und einer Berufstätigkeit und einer heisch qualifizierter Tätigkeit als Führungskraft oder in einem akademischen Beruf mit einem Spitzenverdienst und sollen da wunderbar zufrieden sein. Und just nur als just nur als gleich dem Moment zu holen, so du sie so Visionen oder so Verständnisse für Bildungserfolg oder für Success von einer Leistung, die ihn als Schüler dann eben auch zu erfüllen hat, und da den das vielleicht nicht mehr gesagt, wenn ich bis auf einer Position aus wie auch gesucht ging aus, wo ihn eben zu den Gewinner zählt. Und ich meine, dass die Vision, die Gesamtvision, die ich machen, das steht vom Präparatoire bis Lycée Klassik oder bis Doktorat sich zusammengehören, die fehlt. Und ich schon eine Studie gelesen an Vorbereitung auf diesen Abend, die hat sich gefragt, wieso der Teufel in skandinavischen Ländern so ein Bildungserfolg. Und schon Buch auch dafür hingestaltet als Bilder an als Bildungsmonat März Bücherecke. Dafür steht, es geht darum, das skandinavische Geheimnis. Was haben sie gemacht an einer vor Kriegszeit gebeutelter Gesellschaft, wo einfach kein Identitätsgefühl mehr da konnte sein. Da haben dann verschiedene Leute, die dafür zuständig waren, alles auf Zusammengehörigkeitsgefühl gesagt. Das heißt, zwei Krämeretin, dass man eine Nation und eine Volk haben, wo jeder sich unter Vision von Skandinavien, von Schweden oder vom spezifischen Land daheim spielt. Und das ist eine Herkules Aufgabe gewesen, und das wir heute wahrscheinlich in diesem Setting auch nicht mehr möglich. Du war nicht Leistung und du musst besser gehen. Das wird gezählt hat mir, hey, du gehörst auch dazu. Und sie haben alle Mittel, die sie hatten, sozialer, materieller, kultureller, angesagt für die Bauern und Knirchten zu befähigen, eben sich selber zu gehen und zu spüren, dass sie dazu gehören. Das heißt, die wussten, dass die Adler stiegen irgendwie eins, die genug so für sich in Hauslehrer oder so unzueignen. Aber du war wirklich die Vision, komm, ich schaffe warum kulturell Modern, was ich bei Skandinavien, die kennt ja all Higge und Moments, die sich in einer gewissen Kultur und ästhetischer Identität haut noch immer rumspiegelt. Und skandinavisch Standard sehe, okay, Studien sind jeweils ein bisschen paradox, aber trotzdem, die eine von den glücklichsten Länder, auf den bildungshächsten Länder, die mal haben. Und das ist doch interessant. Da war eine Vision, die gar nicht zu denen hat mit Profit- oder Leistungsgedanken, aber wirklich von, wie kriegen wir sie all modern und hat angefangen, bei den Ärmsten umzusetzen. Und ich fand die Lesung, was ihr kommen, wie dir gesagt hat, das schön, die Lesung haben schön fand. Und Leute so, dass eine Ideallesung bei, weil all Ideologie, die propagiert, eine Ideologie aus ihrem vereint, mit so einer Idee wird auch schön, wenn man die Ketten zusammen fanden. Also was tro, wie der Teufel soll das gehen? Und nur wenn das immer aber wirklich all gefroht, weil es ein basisdemokratischer Prozess ist, den ich nicht just darf, oder Repräsentanten delegieren, die basisdemokratische Prozess en Form von ihrer Funktion als Repräsentant nicht mehr können mitmachen. Just als interessanten Fußnote. So. Ja, ich gehe vielleicht auch darüber hin, was du wollen. Ich meine, du hast aber eine Meldung. Herr, wie wollt du nachher besuchen? Den Herr Du? Heißt nach? Ah, heißt eine Direktreplik? Moment. Was tust du? Schon ganz lang? Okay, Madame, die ganz lang wacht. Ah, du. Ja. Also, ich finde die Diskussion, Entschuldigung, ich spreche Deutsch, ich kann kein Luxemburgisch, ich hoffe, das ist okay. Ich finde diese Diskussion super spannend und bin immer sehr interessiert an skalierbarer also systemischer Reform. Und deswegen fand ich das Thema Agilität eben auch sehr spannend und fand es aber auch interessant, dass wir bisher das Thema Digitalisierung bzw. den Einsatz von Technologien noch gar nicht angesprochen haben in diesem Kontext, weil für mich ist die große Frage, wir befinden uns in einer Welt, wo, wie schon vorhin angesprochen, Curricula sehr schnell nicht mehr auf dem neuesten Stand sein werden, weil sich die Technologie so schnell entwickelt und entsprechend auch das, was wir lernen müssen, unsere Kompetenzen und so weiter. Und das wird momentan stark aufgefangen von den Firmen, weil die halt mit den Angestellten umgehen müssen. Die machen dann Corporate Learning and Development und machen die ganze Zeit Upskilling. Aber irgendwie passiert das nicht genauso schnell in dem K12-System, also in dem Primar- und Sekundarsystem. Und für mich ist halt die Frage, wie können wir ein agiles Bildungssystem kreieren, was eben nicht durch diese bürokratischen Prozesse zurückgehalten wird, wo wir responsiver werden, wo wir in der Lage sind, uns zu fokussieren auf das, was eigentlich die menschlichen Herausforderungen sind. Also beispielsweise, die Lehrer müssen die ganze Zeit ihre
ja, also willens sein, mehr zu lernen, neue Ansätze zu probieren, die Schüler eben auf die Zukunft vorzubereiten. Aber es wird so viel Energie reingesteckt in, ja, also immer noch sehr papierbasierte Prozesse, sehr bücherbezogene Prozesse, Sachen, die am Ende nicht sehr agil sind von der Natur her. Und deswegen würde ich ganz gerne vom Panel nochmal hören, welche Rolle ihr gerade in diesem großen, riesigen System mit so vielen Teilnehmern, mit so vielen Stakeholdern, mit so vielen verschiedenen Visionen auch für Bildung, und am Ende sage ich mal, das, was am besten ist personalisierte Bildung. Das ist das, was es zusammenfasst, weil jeder will irgendwas anderes und jeder hat einen anderen Kontext und jeder hat ein anderes Ziel. Aber wie können wir personalisierte und agile Bildung schaffen mit Hilfe von der Technologie, die gleichzeitig unsere Welt auch transformiert? Weil wir sollten es eigentlich gerade im Kontext der Bildung, die die Leute darauf vorbereiten soll, eigentlich am effizientesten anwenden, und das tun wir irgendwie noch nicht. Vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich finde das keine Priorität. Ich weiß nicht, ob wir jeder schnelllebigen gesellschaftlichen Entwicklung schnell folgen müssen. Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber so was ich da irgendwie für mich raushöre, ist, dass man als Schule eigentlich eher Distanz haben sollte zu solchen Entwicklungen und sie so ein bisschen von außen betrachten und sich dessen bewusst sein, dass das passiert und in dem Sinn schnell reagieren, dass man bei der und in der Welt ist und mitkriegt, was passiert, ohne aber sich drin zu verfangen. Und eher es so ein bisschen so von außerhalb zu beobachten und zu reflektieren und Digitalisierung, ist das gut, ist es nicht gut, ist es ein Problem, ist so, ich bin da eher für vielleicht Distanz zu solchen Entwicklungen. Merci. Schließt sich ja an eigentlich auch viele Wortmeldungen davor schon. Es ist, glaube ich, jetzt nicht ad hoc so zu beantworten, wie wir schon gehört haben, aber der Impuls ist auf jeden Fall ein wichtiger. Da war da und dann die Frau, wer war dann eher? Dann Ladies first. Ich gebe das Mikro so, weil ich bin näher dran. Schwarzer Blitzbusch weiter, oder? Also, ja. Ich will kurz drin uknappen und das, was dir gesagt hat, auch aus den skandinavischen Ländern. Und da habe ich selber konnte miterleben durch Formationen und Kuren, die ich da geholt habe, dass einfach da auch die Naturerfahrungen von den Kindern und auch das Gemeinschaftsgefühl und die Sozialkompetenzen große Bestandteil vom Bildungskonzept von der Education an den Ländern sind. Und eben auch für Courage geschwart und kann er gehen durch viele Erfahrungen, die sie da bauen, und zusammen mit ihren Klassenkameraden, aber auch Realschüler, da lernen sie das Gruppegefühl und das Courage sind, also trauen. Und das ist auch eine Sache, wo mir persönlich ganz viel um Herz liegt, wie viel könnt die Naturerfahrungen, wie kurz und wie groß ist die an der Schule. Und ich weiß, dass ganz viel am sich gelehnt dafür gemacht wird. Und mir ist immer wichtig, dass das auch weitergeführt wird. Voilà. Merci auch für die Reflexion. Du war noch eine erhellende Aussicht. Ja, merci auch für die interessante Diskussion. Also der Philipp hat just gesagt für den Moment, wo ihr seht so, wow, das war cool, die haben wir ganz selten. Und ich hatte aber nur 3. Also den einen, also ich hatte die Chance, zu London die italienische Entreprise kennenzulernen, die in ganz Italien Schulen digitalisiert hat. Und das war echt interessant, weil sie dort immer so 46 Prozesse geholt sind, also 46 Prozesse identifiziert, von der Ausschreibung von der Kanner bis zur Verfügungstellung von Material, vom didaktischen Material für die Enseignants bis hin zur Autorisation parental für den Ausflug. Also sind die digitalisiert. Und das hat die Enseignants enorm entlastet. Das heißt, ich sehe da eine Chance, wenn ich nicht richtig abhängt mit dem richtigen Mittel muss. Ich hatte auch die Chance, mit der Up Foundation auf Wuppertal zu gehen,
1 Quadratkilometer Bildung. An die haben das ganze System abgebaut für formaler und nonformaler Bildung, die sich da beginnen, mit dem Schwerpunkt, wie unterstützen wir die Kinder, die arm sind und die aus sozioökonomisch schwierigen Fällen kommen. Und die haben eine ganz Präventionsketten abgestellt, wie es an den einzelnen Institutionen einen besonderen Blick hält, wie ob die Kinder. Das hat mich ganz stark inspiriert, die Schule Chance hier an der Stadt, so ein bisschen mitzuschaffen, was das System Schule angeht. Und es sind da gewollt, zu probieren, zu gucken, was wir an der Stadt können, nach zumindest machen. Das ist so ein Gemeng, voilà, das ist ein kleines Gemeng an einem Land. Und dann aber eine Begegnung, die mich wirklich markiert hat. Ich hatte die Chance, die Schule zu besichern, alle Mannenschule zu Wutöschingen. Das klingt natürlich so, Wutöschingen, die sind nicht alle gut dabei. Das leidet bei der Wutach, das ist ein Fluss. Wutöschingen, und das beim Bodensee. Und das ist eine Schule, die baut ab selbstorganisiertes Lernen. Das ist total anders, wie das, was wir am Kap haben. Die so noch zum Beispiel als Satz, Unterricht ist der Tod allen Wissens. Das heißt, sie, der Frontalunterricht und so weiter, das so, kommen gehen die Kanner Impulse, und die Kanner, die schaffen ja nur den Impulse weiter, sie haben sogar einen freien Kalender, wenn ich das den Prüfungen muss. Das heißt, Kanner können sich selber organisieren, also ein bisschen halt brett. Für das, man geht enorm weit, das ist ein Brennpunkt-Schule gewesen. Also ein immens gut Resultate gehabt, weil ich schon der Sache nicht am Anfang getraut, weil ich muss so, wow, okay, wir müssen aber trotzdem auch gewisse Materialien matt gehen und so weiter, mir eine Verantwortung als Politik, als Erwursten, als Enseignant und wie auch immer, für etwas matt zu gehen. Und sie haben Resultate, also die Resultate sind viel besser gehen. Und das tut mich zum Dank gebracht. Ich gehe mega gerne an irgendeiner von den also von den Fundamentalschulen ein etwas ausprobieren. Ich meine, Mondorf hat einen ähnlichen Aussatz gewählt. Ich habe mich aber gefreut, weil du hast die vorgestellt von der Veränderung. Wen als Hai von der Veränderung, weil das eine Radikalveränderung betraf, dicht mal kann weil es in einer Weise an die Schule zu gehen, hinfällt der Text wahrscheinlich ganz einfach, die Wirsel zu machen. Für die Enseignants ist es eine radikale Änderung von ihrer Approche. Ich schon da Enseignants beginnen, die total motiviert waren. Ich beginne noch, da wo ich unterwegs bin, Enseignants, die mega motiviert sind. Ich kriege aber oft so gesagt, das sind dann so tertiäre Stimmen, nicht nicht andere, weil die Enseignants sich schon überfordert, das will ja kein anderen und so weiter, will ja kein das System ändern, will ja keine Klasse soll abgehen und so weiter und so fort. Das kann ich so gesagt. Und das ist gut, dass ich auch ein bisschen mehr vorsichtig. Auch wenn ich dann die Statistiken lese, dass eben ganz viele Enseignants aber wirklich tatsächlich auf der Falsch schlafen. Und ich verstehe das, weil das einfach unheimlich anstrengend ist. Das für die Eltern eine totale Änderung, weil die Eltern müssen der Durchschaulehrer vertrauen. Und nicht so, wir hatten aber gar nicht. Das ist auch für ein Gemeng, also für das politische System, also eine totale Änderung, für so mir als Gemeng entscheiden, dass mit der Schule ja nicht aufpassen, wenn es schief geht, dann ist natürlich ein Gemeng verantwortlich, da bist du politisch verantwortlich. Der radikale Wechsel, das wäre so cool, das einfach zu probieren, mich so, ich weise einfach just darauf hin, an, wo überall dann die Bottlenecks sind, an die Hindernisse, wo ich dann immer mit ganz viel Gespräch muss, die Wesentlichen an ich wäre zumindest von meiner Seite, und ich meine, du hättest auch von einer Unterstützung vom Ministerium hier bereit, irgendwo etwas anderes mal zu probieren, aber da müssen wir wissen, dass all die dort Stakeholder, wie die ja so schön nennt, dort der Hand stehen, das gibt für Matronen. Und da meine ich, dass Veränderung auch möglich. Also die Schule, die Alemannenschule zu Wutöschingen, also Stefan Rupana, der Buch darüber geschrieben, das heißt, das könnte Schule machen. Steht auch dafür in unserem Akt, das könnt ihr euch gerne angucken. Und nicht wirklich einfach, auch die war der ganze Lernort verändert. An dem Gebäude gehen nicht keine Mauern mehr. Das wäre eine ganz, ganz große Bibliothek. Und hin gesagt, das war wirklich nicht das gemacht, entgegen verschiedenen Meinungen vom Bundesland, das entwollt. Und die Schüler gehen die sagen so, sperrt der Portier ab, die Schüler kommen ran, sie können noch schon in der Klasse sein, die müssen nicht gedrüttelt werden, bis der Prof mal am Schlüssel könnt, wo dann ganz viel Energie übernehmen könnt. Du wird nicht aufgeraubt, dass alles, die Schüler vielen nicht vertrauen, was ihnen entgehen könnt. Und sie gehen ihnen doch vertraut, dass sie lehren wollen, weil das eben in den intrinsischen Moment ist. Und Stefan Rupana hat auch in einem Interview gesagt, mir nur eine Ecke mit Kuschen und mit einer Tolle, und die war die ersten 2 Wochen ziemlich voll, weil die klar, wenn ich das lehren muss, ja, nur 2 Wochen sollst du okay, weil kann er wirklich so gemerkt haben, hey, ich will heute lernen, wie viele Nullen ein kann haben oder wie die Buchstaben da heischen. Und dann haben sie einfach eine ganz große Materialien-Ecke, wo dann kann er sich bedingen gehen. Natürlich nicht ganz allein, da gehen nicht Lernbegleiter, die dann gucken,
hast du ein Problem, kannst du irgendwie weiterhelfen. Und das war wirklich revolutionär, aber das gab es schon 1970 in Great Britain. Das ist also keine neue Erfindung von Stefan Rupan, aber auch da hat es schon Success. Und auch da waren keine Schulen für Kinder, die sowieso schon wollten dauernd lehren. Das ist das schon also die mega flott Impulse mit, oder der Friday, einfach den ganzen Tag mal, mit einem Tag mal aufhängen. Das heißt, also merci für den Beitrag, auch flott, da konnte gucken gehen, dass ich meine, die Schule ist die bestbesichtigte Schule am Ende ganz Deutschland. Ich will die Schule gucken gehen, aber wir warten nicht eben noch ein Pilotprojekt probieren. Nur ganz viel Meinung, also Wortmeldungen, pardon. Egal. Schon rein mich gesamtgesellschaftlich froh, wenn man ich verstehe nicht, dass nicht mehr Älteren auf Barrikade gehen, weil sie das ist Feier 2 oder was, wenn ihn hört, dass in am ganzen Land keinen Platz mehr beim Psycholog kriegt, durch den Druck, den gemacht wird mit den ganzen Taster da. Und der hat Skandinavien erwähnt, wo er gesagt eine Schule, die eine Vision kann haben, eben, und du siehst mal aber, dass Schule auch kann Gesellschaft verändern, und Schule nicht immer nehmen darf der Spiegel von der Gesellschaft sehen. Aber man der schwarze Schule soll politisch Kompetenzen lehren und so weiter. Da verstehe ich nicht, dass ich kann als Land institutionell zulassen, dass ein ganz Volk mit 12 Jahren richtig an Terrain gedrückt wird, Präparatoire, General, Klassik, und das geht just Gemoos. Aber wirklich, und den Feierspruch, ne, wie viele Sprachen sind es? Schon immens viel, plus dann Mathe. Und ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht gesellschaftlich, ich verstehe nicht entwicklungspsychologisch, wie man das können zulassen. Und dass das so eine Evidenz mehr ist. Heute nachher von ihr vielleicht eine Reflexion dazu, als Antwort darauf. Also wirklich du mal zusammenhängen, weil da gehen ich nämlich vorher gerne K4 hin, ja? Ja, ich sehe, also ich bin Schüler, ich bin Teil vom System, ich bin auf diesem, ich kreiere den Alltag modern, ich unterstütze das Unverständnis, weil ich gesehen, durch das System, das wir gebaut haben, ich bin am Klassik, wir kreieren öfters, also nicht einmal am Jahr von einem speziellen Prof, mehr, wo viele Profen so die Idee von wie beholt ihr euch? So beholen sich just Technikschüler. Oder das hat nun nicht bei ihr erwacht, da waren nicht bei den Satjams-Schülern, wo ich mal so wir bauen an der Schule eine Gesellschaft, wir bauen Zukunft von unserem Land, aber wir kriegen nicht hin, als auch als Gesellschaft zu beholen. Die Schweiz von den nordischen Ländern, von den Ländern aus Skandinavien. Wo sie das Gesellschaftsgefühl ableben lassen. Aber ja, es hört wirklich die Abteilung. Die höchste Klassik, den Präparatoire, und du hast Sektionen, die Nanker abteilen, wo es einen gegen den anderen, also wo sich das nicht so gedurcht mit stellt sich gegen den anderen, Sektion ist besser, Sektion ist besser. Wir können das besser wie dir. Und das und den Noten und den Zensuren geht just nach Gemoos. Du kannst dich so gut um das System anpassen und du kannst so gut das machen, was Profe von dir erwarten. Und geht nicht darauf gezielt zu sagen, ich will dich fördern an dem, was du kannst. Ich will, wenn du das willst, auch dir beibringen, neue Sachen zu machen, die dir vielleicht Spaß machen, wenn du sie bis verstanden hast. Und ich will dich fördere für einen guten Teil von der Gesellschaft zu gehen, mit das just nach ich probieren, dir zu weisen, wie du dich am besten und das anpassen kannst, was Leute von dir erwarten. Und ich fand das extrem schön, und ich gesehen habe in meinem Umfeld, ich kann lo und enger Hand abzählen, wie viele Kollegen von mir entweder Depressionen haben, Angststörungen haben, die bei Psychologen gehen oder sich nicht trauen, bei einem Psychologen zu gehen, denen alle Gute nicht gut geht, weil sie so unter dem Druck von allen Seiten leiden und nicht mit dem System eins gehen. Und ich verstehe nicht, wie man da als Gesellschaft so weitermachen können. Also merci für den wertvollen Beitrag. Hast du noch eine Reaktion darauf? Ja, darüber oder allgemein schon kurz nach evaluiert, die war das, was du gesagt hast, die war das, was du bist, du gesagt hast.
Und was mir einfach auch fehlt, gerade auch bei Klange Kanner, die leben mit ihren Eltern zusammen, gerade von den Klangen aus der gucken auf den Eltern rob, das Vorbild. Ich ging begrüßen, wenn ich zum Beispiel gegen die Eltern mehr an die Schule abbringen ging, aber auch am Sinn von Validation, dass ihn als Kant in da oder schießen Pummel am Jahr vielleicht ein Dach wo die Eltern kommen an die auch wird hier Arbeit können zählen, wo hier Arbeit validiert wird, egal was, weil du fängt es an. Da das ja auch schon gesellschaftsbildend, wem möchte was, wie viel Wert hat was an der Gesellschaft, von dem, was den als Denkschlichtung gehört, als Arbeit. Für drunten Gefnecker gesagt, ja, kann nicht für einen Doktor oder Veterinär gehen. Aber das muss ja auch nicht für ihn, das will auch nicht für ihn. Aber für was holt man das dann als Beispiel? Für was geht dann überhaupt das Beispiel gesagt? Möchte keinen Sinn. Außer, dass das, wo jeder soll hinsteuern. Und das muss raus aus dem Kap. Und du musst ihn bei den Klangen umsetzen, muss einfach validiert gehen, alles, was wir haben. All Mensch, all Qualität ist wichtig. Und noch Madame, die botzt an der Botz, also an der Schule, die wir da begegnen, ist schon hier mal moin, weil ich fand, das ist einfach eine Form von Respekt. Sie möchte, also pardon, das ist einfach ein blödes Beispiel, mit das aber das, was das ist. Aber wenn wir da nicht umsetzen, irgendwie, genau, die Gesellschaft und die Eltern von den Kindern zu validieren und die anzubringen, irgendwie auch, was der Tee ist, was das, weil das ist das, was nur im Endeffekt, wo ich hinsteuert, und das ist ein Teil von dem Ganzen. Das, also verschiedene was schmengen ja. Und dann hast du das humanistisch Idealem ne der Mensch ja. sie gesehen so wie also mega gerne die Welt die achtischer Objekt oder ob er gerne lo an der Krebsforschung tätig also du hast keine Hierarchie dran das universal gedurch allgemeingültig so soll das sein und das fand die Gedanken immer schön weil sie stehen ihrem Führung anhalt dass du irgendwann so eine Diskrepanz entstanden dass mit der sich mal mit der Würde vom Mensch aber am Erfahren von sich selber von seiner Selbstwirksamkeit nicht mehr zu dienen hört. Weil auch als Erdgeschossbäcker kann ich, oder als Madame die Botzt kann ich mich super selbstwirksam und würdig empfangen. Wir waren schon aber gesagt kriegen, du warst aber im Technik, du warst vielleicht nicht so würdig wie die anderen Leute, dann hast du vor 4 Jahren ein großes Problem, weil auch zu Menge Zeit, die wirst wahrscheinlich auch bei einer Strophe, wenn sich an den Technik missgeht, weil du kommen die hin, die nicht so gut lehren. Und das ist ganz weil für das eine andere Menge Sprache lang, aber das nicht so, dass der Status quo ist, da muss immer weiter so wie ein Spiral versteufen. Soll ich noch weiter heim oder? Okay, dann. Ja. Nachher, ich hatte für kurz erwähnt, die werden Leute setzen wir an Schulen. Das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Die Monokultur, die wir zählen, für just da den Beispiel an der Schule für Kanner zu setzen, da sind auch noch Edukateuren dabei, die hatten mir demals nicht, okay, das so, mal wo ist denn der Bäcker, wo ist denn, ich weiß nicht, was, das ist auch mal nicht so wichtig, was die Natur von der Arbeit ist, mir das einfach Kanner verschiedene Lebenswelten erleben, und zwar jeder an der Schule, da wo sie sollen formiert gehen, an nicht just sich und dem engen Beispiel da dürfen zu reifen, mehr und viel verschiedenen. Lebenswelt, ne? Lebenswelt lebendig machen. Mehr hun ich guck den hier ich muss auf Zeit aufpassen. Ich gebe noch gerne eine Wortmeldung hören und zwar hier was du mich direkt nicht da merci. Ich wollte noch einen Kommentar dazu machen, weil doch gerade eine Matschülerin von mir gesagt hat, bezüglich dem Stress. Ich bin zum Beispiel in einer 3e GSO, also ich bin im General bei einer Science Sociale. Und bezüglich zum Stress, kommen jetzt zum Beispiel demnächst nur die Vakanz. Ja, wo die Prüfungszeit anfängt, da wollen zum Beispiel mal an einer Woche 5 Prüfungen wird. Und ich fand, wenn das für Schüler dann noch angeschwärzt wird, dass sich da in der Straße gefällt kriegt, da geht den meistens einfach von den Profen oder auch gerade vom Region einfach gesagt, ja, die seht bei einer 3e, die musst wissen, wie der mit der Straße eins zu gehen wird. Und ich fand das ein bisschen harsch gesagt, weil wenn ihr zum Beispiel Fächer wird, wie zum Beispiel Geografie, Geschichte, dann auch Französisch oral, dann noch ein Oral an der Psycho und dann noch ein Test an der Ego, wo relativ viel halt an den Fächern zu lernen wird oder sich zu präparieren wird, von statt nicht gerade Umruf sind dann einfach gesagt zu kriegen von Profen, ja, der muss aber eins gehen, der mit Straße, wie den Straße, ja. Der Stress geriert. Und ich fand das
du bist bisschen traurig, dass du nicht von den Profen zum Beispiel erklärt kriegst, wen dann überhaupt mal Straß zu gehen hat. Oder was wegen Methoden denn dann noch du hört, wie halt Männer sich zu Straßen an zum Beispiel nicht so eng, nicht zum Beispiel während der Prüfungszeiten hast du die Straße halt zu. Ja. Ja, genau, wo könnt ihr stressiert, ihr könnt ja nicht einfach, weil ihr Piepe ist, ne? Das ist schon ein Stressfaktor, du. Ja. Just, also, dass ja beim Stress das soll auch am Anfang gelehrt gehen, aber auch just eine Remarque, weil du sagst, sollen ja keine 5 Prüfungen an der Woche haben, das sind da auch wirklich viel. Es geht effektiv oft so eben von den Profen dann eben argumentiert und da sollen sie ja, die muss ich ja präparieren auf das premiere Examen, ich weiß nicht, ob das das schon her ist. Und das ist aber gerade so, wo ich aber Kind so, weil da sie auch dann so haben, gerade im Moment sind wir ja aber am Gang, du zurückzuschrauben, dass solche nach 6 Examen sind und das sind dann oft die erst ja und Pfingstvakanz gebunden, der Tisch sind immer 3 Examen, 4 der Vakanz und 3 no, sodass das Argumentökonomie so gilt. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, da wegen Schulzeboss, war auch die ganze Diskussion über mit Semesterin, Trimesterin und sind zum Beispiel in einer Schule, wo Schulhallen, da waren Semesterin und da war eben ein Grund, wo gesagt wird, wir machen Semesterin, und mir passt wirklich auf, dass die Schüler eben nicht mehr die Prüfungszeit tun, wo sie dann eben so viel müssen machen. Und da war doch so, dass eben so ein Prüfungsplan mit müssen rangereicht gehen, wo dann aber auch sogar die Direktion kontrolliert wird, dass nicht so viele Prüfungen an einer Woche gingen leihen. Und das auch so dann eben auch um die Message, also weil das Zentrum für politische Bildung ja auch ganz viel auf der Partizipation von den Schülern schafft eben so, dass die und sich sollte dann so argumentieren und so und haben immer stark, dass man keine 5 Prüfungen in einer Woche haben und dass das vielleicht auch durchsetzen könnt, dass das dann mehr gerecht verdient ist. Vielleicht ist doch du nicht ein das Problem von der E-Seitigkeit vom Druck. Vielleicht ist doch ein bisschen okay, ich meine, Simon sehen es, ein bisschen Druck zu haben, aber das ist aber immer just den Druck, den ihr verspielt als Schüler. Und wo hast du den Druck mit, ich muss Tomaten mit Zeiten pflanzen oder netzen, für das es nicht Futti gibt, für das man etwas zu verkaufen haben bei diesem Stand oder so vielleicht müssen doch sich überlegen, wie engem Druck am positive Sinn will man die Schüler aussetzen. Also ich meine, ich konnotiere den Aufenthalt mit Labo. Das war wirklich ein echter Versuch für Akteure zusammenzubringen von bis für ihr schon DWB zu lackeln und da könnt man diskutieren. Wir könnten eigentlich nach gefehlte 5 Stunden weiter diskutieren. Und ich meine, wir werden das auch machen, just dass wir vielleicht nicht mehr haut. Also die ganze EWB werde ich dafür einsetzen, dass wir die Fragen da vielleicht weiter noch diskutieren. Und da so, ja, da schwätzen wir auch mega viel mehr an uns an, also so, dass Kommunikation zwischen den Sujets, zwischen also alle Guten, das kann Energie schaffen, weil wir heute zusammen schon viel gepackt haben, wir Sachen konnten äußern, die ihr vielleicht sonst nicht so seht, oder vielleicht konnten noch vorstellen oder Projekte präsentieren, die für die ihr brennt. Und das fand ich als gemeinschaftlichen Projekt eigentlich immens schön. Und da gebe ich mal hoffen, dass er weiter ein Angebot, das muss ich nicht von euch sehen, mehr am leisten, dass er weiter teilholen und weiter mal das diskutiert und vielleicht irgendwann aber auch mehr projektmäßig etwas können mal schaffen oder testen oder ein Klang Alemannenschule oder dass man da können zusammen drüber schaffen. Das ist aber leider eine fortgeschrittene Zeit, wie so oft. Ich wollte aber noch ein paar Sachen kurz sagen. Für dich mal ein dicke Merci und ihr all und die Jungs, die auch hier waren und ihr die hier waren, die nicht mehr so jung natürlich auch. Merci und das ganze Team von der EWB, weil er doch immer möglich möchte, dass man so eine Flotveranstaltung macht, weil man sie gar nicht zu viel. Merci auch dem Forum, aber besonders dem Philipp an der Kamera, weil hier möchte man einen super guten Film, den er nur auf YouTube kann gucken und bei unserem Podcast, dem EWB-Podcast, gehostet von Janik, den noch kann dann überall lauschen, wo Podcast geht. Merci der Up Foundation, die uns geholfen haben, so oben da auch zu machen. Und merci auch dem ZPB, genau, das ich nicht vergisst, die das Projekt Lehrendes Engagement mitgebracht hat. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz, um das Projekt zu erklären. Mit Manu hat Infomaterial mitgebracht und die Projekt kann ich wirklich als Enseignant auch immer mit seinen Klassen auch machen. Merci auch, wie gesagt, dass ich eine kritische Frage gestaltet hat, Frage gestaltet hat. Als Bücherecke aus der Hand, guck denke drauf. Du lässt noch ein Lösch vom IFAN, falls noch irgendwas sehr grob machen. Und den Eck steht ein kleiner Köst, wo ich einen Don dran machen kann, wenn den Ofen die Manns flott von tut, weil das ja nicht für nichts mehr
nee, nicht im Sos, mir nicht vielleicht. Nee, wie ist das? Vielmals merci, auf alle Fälle, und kommt gut hin.